Depth wo? Oh, was für dicke Steine! Depth du. Was ich Depth? Nein, das glaube ich nicht. Oh, was für dicke Steine! Na Depth im Allert sich vor Lachen auf dem Boden wälzen. Ja gut, scheinbar ist der eine oder andere schon aus auf Depth. Grüß Gott beieinander, Mr. Option, Mr. Angel, Mr. Saiching. Merci dir für deine insgesamt 200 Bits. Manu, habe die Ehre. Grüß Gott, einen wunderschönen Samstagabend wünsche ich euch. Namenskollege Maler Frau wegen dem Welcome Sound, Mike Gift gibt's nicht. Würde dir ein YouTube-Clip reichen? Das kommt sich aufs Gleiche aus, Mr. Option. Abgesehen davon, Moment einmal, du hast einen Willkommenssound eingelöst? Habe ich da was versandt? Aber es kommt sich im Endeffekt aufs Gleiche. Glaube ich, denke, hoffe ich. Wenn nicht, mach mal Gift raus. Das kriegen wir hin. Musst mir halt einfach nur sagen, was du dir denn vorstellen würdest. Ja? An GIF und an Sound. Ja? Also es gibt, ich denke mal, in die Richtung gibt es nichts, was nicht möglich war. Passt? Nein, noch nicht. Okay, ja, passt schon. Ja, nicht, dass mir das ausgegangen war. Eigentlich glaube ich nicht. Ja, der Angel war der Letzte vor 3 Tagen, 4 Tagen. Aber den haben wir schon gemacht. Oder was letzte Woche? Ich habe keine Ahnung. Bis jetzt sind es, Moment, 5 müssten es an der Zahl sein. Richtig, ja, genau. So, Leute, wie geht's euch? Ist es zauberhaft, Menk. Ohne Scheiß, normal soll es einem Twitch freiwillig Geld geben, für das, dass man auf der Plattform streamt. Das gleicht echt massive Arbeit. Ich habe so einen Stress gehabt jetzt die letzte Stunde. Ich habe meine Freundin auf eine Weihnachtsfeier gefunden, bin heimgekommen, habe schauen müssen, dass ich jetzt innerhalb von 25 Minuten was zum Essen auftreibe, dann noch ist und mir jetzt daher zum Sitzen, damit ich auch pünktlich komme. Aber gut. Da ist extra so läuft das ab. Schön, wenn es funktioniert. So, habe ich die Angel. Ich habe die zwar schon begrüßt, aber tolle Technik. Ja, fein säuberlichst umgesetzt. So. Hab schon gehört, okay, gut. Nicht dass einer meint, ich überlese oder überspringe jemanden mit Absicht, ja? Das wollen wir ja nicht. Was noch im Spiel? Du, das ist überhaupt kein Stress nicht. Es gehört viel mehr gespielt auf der Welt. Oh, Gaming-Wissen haben wir auch schon lange nicht mehr gehabt. Der Sei möchte sich aber schon früh bilden in unserem Stream. Wow, lecker, da muss ich ja mal direkt schauen, wo wir mir da stehen bleiben haben. Ah, ich hab mir einen Marker gesetzt. Ja, genau, richtig, stimmt. Ist ja überhaupt kein Problem. Ja, ich hab spekuliert, gell? Wir haben ja in 11. Bei Nummer 11 haben wir jetzt, ja? So. Die Idee, einen Kuchen als Belohnung in Portal einzubauen, kam aus dem allerersten Team-Meeting. Zunächst wurde überlegt, welche Ziele man mit dem Spiel verfolgen wollte, und nach etwa 15 Minuten Stille sagte der Mitarbeiter, dass viele Menschen Kuchen mögen. Mr. Motzog, der ist nicht da, der kann das jetzt bestimmt triple konfirmen, ob das auch wirklich der Tatsache entspricht. Ja, weil der Motzog hat in letzter Zeit sehr viel Portal gespielt. Ja? Also noch einmal, die Idee, einen Kuchen als Belohnung in Portal einzubauen, kam aus dem allerersten Team-Meeting. Zunächst wurde überlegt, welche Ziele man mit dem Spiel verfolgen wollte, und nach etwa 15 Minuten Stille sagt ein Mitarbeiter, dass viele Menschen Kuchen mögen. Oder nicht ganz unrecht gehabt. So was haben wir schon lange nicht mehr gehabt. Irgendwas mit Portal. Ja, genau, das war eins drüber, ist nämlich auch Portal. Das ist aber Portal 2 gewesen. Einen groben Plan habe ich für den Sound schon, und das GIF Hallenfußball war schon anstrengend, und habe ein paar Einkäufe für Weihnachten. Hey, ohne Scheiß, ich bin froh, dass ich meine Einkäufe erledigt habe. Ich muss nichts mehr tun. Bei uns steht sogar schon der Christbaum. Ja? Heuer mal als Experiment früher als sonst. Schau, der dritte Portal Gaming Wissen. Ja, die haben zusammengefasst, mehr oder weniger. Die haben zusammengefasst. Zu einem Großen und Ganzen.
Also da haben natürlich auch noch etliche andere Spiele drin. Ne? Also jetzt nicht nur Gaming-Wissen über Portal, also ist Mögliche drin. Mal schauen. Kommt demnächst noch mal irgendein Portal. Da meine ich, switcht es einmal auf Gameboy-Spiele um, weil das also Gameboy einzeichnet. Ja, wobei, nein, das ist nicht sagen, die haben einfach generell Symbole. Ja, jetzt so wie ich das sage, kommt dann. In relativ absehbarer Zeit kommt das kann der Dampf kommen firmen, eventuell. Ja, ist schon ein wenig etwas drin, so ist es nicht. Da haben wir auch noch ein paar Seiten vor uns. Also das sind insgesamt, was haben wir denn an Wissensseiten? 140. Wir haben jetzt auf der 11. glaube ich, oder? Auf der 11. Seite müssen wir mir sagen. Ja, richtig. Auf der 11. Seite von 140, da können wir noch viel lernen. War schon alle Weihnachtsgeschenke, aber das Corona-Kack-Ding ist auch auf und ab. Meine Nosen ist gerade wieder zu. Ja, hoffen wir, dass das auch nur bei deiner Nosen bleibt. Ja, und dass nicht noch schlimmer wird. Ja, das wollen wir ja nicht hoffen. Bei uns bauen sie jetzt tatsächlich alle Impfzentren ab. Ja, also ich glaube, in Bayern hat auch die Politik begriffen, dass es nur eine Grippe ist. Ja? Und ich hoffe, es bleibt da so. Wifey! Ja, da können wir uns reingrätscht. Der Hexenclan ist da. Billinger Habidere, erster SFC Semcro. Oh, da gibt es schon ein Fanclub-Mitglied dabei. Der Optio auch dabei. Mescalin Habidere, Mike Habidere, YBO Habidere. Oh, ich komme sogar mal noch. Da schon her. Red Delay Habidere. Grüß euch. Ja, manchen war interessant. War auf alle Fälle interessant. Interessant zum Sein. Leute, wie geht's euch? Alles fit bei euch. Für alle, die mich noch nicht kennen, ich bin der Gamerbazi. Der eine oder andere hat vielleicht schon mal meinen Namen irgendwann vernommen. Ihr Herz ist, ich bin ausschließlich niederbayerisch unterwegs. Ich treibe allerhand Sachen. Heute spielen wir Tomb Raider. Ja, ich hab gehört, Depth und Ballern ist eine ganz gute Kombo. Schauen wir uns heute mal miteinander an, was da auf sich hat. Ja? Grüß euch, schön, dass du da hat's. So. Ja, ich hab einen Großteil noch mitgekriegt bei dir, Wifi. Tatsächlich. Depth und Ballistik, ja genau so nämlich. Depth und Ballistik, ganz wichtig. Wow, aus Versehen. Kein Stress. Kein Stress, alles gut. Wir wissen von wem das kommt. So. Ja gut. Leute, was treiben wir heute? Wir spielen heute Tomb Raider, wie wir unschwer erkennen können. Dieses Spiel ist aus dem Jahr 2013. Ja, das war mein erstes PS4-Spiel damals. Ich habe das Spiel ein einziges Mal durchgespielt und das ist jetzt geschlagene 8 Jahre her. Das heißt, einen Großteil von dem Spiel weiß ich nicht mehr. Ich weiß noch ungefähr, um was das im Groben geht. Aber wie das alles zusammenhängt mit den Charaktere und hin und her und wie die genaue Handlung ist, das ist natürlich irgendwo in meinem nicht vorhandenen Kleinhirn verschwunden. Ja? Es soll ja Menschen geben, vielleicht, die wohl Tomb Raider nicht kennen. Man kann sich vorstellen, es ist der Konkurrent zu Resident Evil. Ja? Es spielt sich, ihr werdet sehr viele Ähnlichkeiten sehen, ist aber doch wieder ein eigenes Genre, wenn man so will. Ja, es hat einen eigenen Flair. Und wer Lara Croft nicht kennt, vor allem wenn man Lara Croft nicht kennt, dann weiß ich nicht, dann ist irgendwo schief gelaufen. Indiana Jones nur geil und mit dem. So ungefähr, das trifft es eigentlich ganz gut. Es ist ja Indiana Jones, nur dass der Protagonist attraktiver ist. So kann man sich vorstellen. Jassi, grüß dich. Alles fit bei euch. Schön, dass du hast. Es wird so laufen, meine Frau Bazi ist auf einer Weihnachtsfeier vom Reitstall. Und je nachdem, wie lange das sie da meint, dort zu bleiben, ja, ich hoffe, sie bleibt bis 11 mindestens, so lange wird man in etwas drüber. Also um 11 war halt so Peak, dass ich sage, okay, es war okay. Es kann aber ganz massivst richtig saublöd laufen, dass Frau Bazi um viel über 9 Uhr ruft, ja, dann wird's blöde. Ja? Das kann ich aber dann leider nicht verhindern, aber dann war's halt so. Aber deswegen da ich jetzt vorschlagen, wir reden nicht lange umeinander, sondern fangen wir später an, dass ihr auch noch was sagt davon. Sabi, grüß dich. Komm bei dir auf von Wifi. Sehr schön. Schön, dass du umgerückt bist. Schön, dass du bist. Wie geht's dir? So. Ich hab mir sagen lassen, der eine oder andere ist schon ganz gespannt auf das Projekt.
Und dann bin ich erst recht gespannt, was dann dazu sagt. Also ich lehne mich, was das angeht, jetzt wirklich extremst weit aus dem Fenster. Und ich sage und behaupte, dass 90% von euch dieses Projekt mögen werden. Ja? Wer so Spiele mag, wo man ein bisschen rätseln muss, wo es ein wenig blutig zugeht, wo es auch ein wenig eklig wird, wo es ein bisschen gruselig wird. Tomb Raider ist nicht ganz so gruselig wie Resident Evil, das sage ich auch gleich dazu. Aber wie gesagt, ihr werdet da einige Ähnlichkeiten erkennen. Ja? Von daher bin ich mir eigentlich, und ich sag's an der Statistik vom Resi-Stream, dass ihr massiv Bock auf sowas habt. Ja? Also lassen wir uns da nicht lumpen. Eigentlich wäre es ja geplant gewesen, dass ich Bloodborne spiele im Stream als nächstes. Da ich aber momentan privat ebenfalls ein Soul-Spiel spiele, würde mir das wahrscheinlich ein bisschen zu viel. Deswegen habe ich mich kurzerhand für Tomb Raider entschieden. Ja? Jetzt kommt der nächste Raid, ja, dann können wir leider immer noch nicht anfangen. Jetzt schneidet es alle einer. Fichterli! Ja, einen wunderschönen guten Abend auch an die, wie soll ich denn sagen, an die Mumpitz Gang. Oder wie sagen wir denn da am besten? Fichterli, vielen Dank für dein Raid. Willkommen an alle. Wie geht's euch? Wie geht es euch? Alles fluffig, flauschig. Wir haben gerade auf den Sprung zu Tomb Raider. Alter, mach leise. Ist die Spur so laut oder was? Ein Mumpitz-Raid kommt daher. Sehr schön. Ja, vorher übrigens habe ich fast vergessen zu erwähnen, können wir jetzt auch gleich bei der Fichterlise mal und natürlich auch bei der lieben Frau Semprovide gern draufschauen, wer es noch nicht kennt. Ich meine, die meisten, wo jetzt da an, kennen ja von ihr, aber es soll ja Leute geben, die es noch nicht kennen. Bei der Wifi draufschauen und bei der Fichterli draufschauen, jeweils Herzaldrucker. Ganz großartiger Content bei den zwei, ja. Unbedingt draufschauen. Genau deshalb bist du da. Sehr, sehr schön, sehr schön. So, dann habe ich die. Wie geht's der Stimme? Bist du wieder fit? Es ist so hell, ich höre nix. Ich finde das gar nicht so unattraktiv. Ich doch nicht. Herzschutzgausbrück, ist das wirklich so laut? Oh, leck, das ist ja wirklich so laut. Ja, dann müssen wir oben dran. So, jetzt ist es besser, ja, jetzt ist es deutlich besser. Immer nur laut, aber... Warum ist das Spiel so laut? Bist du behindert oder was? Dankeschön für den Shoutout. Ja, doch nicht für das. So, wir fangen jetzt an. So. Mehr Ballern ist mehr gut, habe ich gehört. Beziehungsweise ob wir überhaupt heute zum Ballern schon massiv kämen, das weiß ich nicht, aber das wird man feststellen. Du musst ein Shoutout wählen. Ja, genau, mach das. Du musst lauter schreien. Grüß Sabideri. Und da freuen sich die Nachbarn. Ja, wahrscheinlich nicht. So, es war eigentlich so gedacht, ich habe das Spiel sowohl auf Playstation als auch auf PC. Das Problem war, ich schaue ja bei den PC-Spielen oder generell immer, wenn ich ein Spiel neu anfange, einmal nach, ob das mit OBS und so weiter zusammenpasst. Und ich habe festgestellt, dass Tomb Raider auf dem PC mit Standard-Grafikeinstellung meine Grafikkarten zu 100% auslässt. Da habe ich mir dann gedacht, Brudi, das Spiel muss massivst schlecht programmiert worden sein, weil ich wollte das meiner Grafikkarten nicht 3 Stunden andauern, dass die auf Anschlag läuft. Ja? Normalerweise packt meine Grafikkarten so einiges, aber das Spiel scheint scheinbar Endgegner zu sein für meinen PC. Ja? Deswegen haben wir kurzerhand auf Konsole umgeswitcht und sollten wir die Nachfolger spielen, wovon ich jetzt einmal ganz schwer ausgehe, die werden wir dann wahrscheinlich auch auf der Playstation spielen. Ja? Je nachdem. So, genug gelabert, Leils, jetzt fangen wir Spielen an. Wenn es mit dem Tonnamen irgendwelche Probleme gibt, dann schreit's ihr ganz laut bitte im Chat. Wir spielen es weder auf leicht, weil wir haben einen Pro-Gamer, wir spielen es aber auch nicht auf schwer, weil so Pro-Gamer-haftig haben wir dann auch wieder nicht unterwegs. So, Intro, Freunde der Sonne, glaube ich. Ein berühmter Forscher hat einmal gesagt, was wir tun, ist besonders, nicht was wir sind. Ich wollte mir einen Namen machen, Abenteuer nachjagen, aber stattdessen haben die Abenteuer mich gejagt. In unseren dunkelsten Stunden. Wenn das Leben an uns vorüberzieht, finden wir etwas.
Etwas, das uns antreibt. Das uns weitermachen lässt. Eskaliert minimal. Bazi, Hollow Knight kriegt ein fettes Trippelherz von mir. Das musst du spielen. Ich werd's mal... Ja, ist notiert. Wichtig. An alle Männer da draußen, pult's enkene Hände bei eng, bitte, ja? Oh Gott, ich seh da so viele Hornibongs umeinander fliegen bei dem Projekt. Um Gottes Willen. Ich glaub, das eskaliert irgendwann mit dem Sei komplett erinnert. Ja gut. Also darf ich nur mal festhalten, das Spiel ist aus dem Jahr 2013, okay? Und das kann grafisch aber immer noch ganz gut mithalten, wenn du mich fragst. So, schwingen. Schau besser als das Tauschmonster. Richtig. Ich muss runter. Da muss jetzt in die andere Richtung schwingen, oder was? Ah. Das wird jetzt wehtun. Ich sag's auch gleich vorweg. Clara ist eine zage Mieze. Also ich hab's gar nicht mehr so detailreich in Erinnerung. Passt's vom Sound her? Oder müssen wir noch ein wenig regeln? Ja, wenn's befragst, hat's der hinter sich. Also ich hab auch die Depth nur mehr Dreiecke eingebildet. An definitiv rund. Was ist bloß passiert? Was eine brennbare Barriere. Aha, das heißt, wir brauchen eine Fackel. Kann man das nicht mehr?
tatsächlich. Aha. Nimm einen Igel. Na, Igel haben flauschig, geht ja mal. Also unsere Rätselfreunde, die kommen da auch natürlich auf ihre Kosten, ja. Also wie gesagt, es ist vergleichbar mit einem Resident Evil. So. Das da ist allerdings etwas eigens, das ist der sogenannte Überlebenssinn. Ja, da werden Dinge hervorgehoben, die wo der Lara weiterhelfen in so Situationen, wo es eben, ja, vor einer Barrikade steht oder wenn es um Rätsel zum Lösen geht, dann hilft der Überlebenssinn tatsächlich ihr oder besser gesagt uns ganz gut weiter. Das Adlerauge im Tomb Raider-Stil, ja, so kann man sich vorstellen. Ich sollte jetzt eigentlich in die Luft fliegen, oder? Den hast. Es gibt in Tomb Raider, also quasi zum Vergleich zu Resident Evil, in Tomb Raider gibt es Quicktime-Events. Einige davon. Ich gebe mich jetzt mal dem Streamlaster hin. Nach dem Stream wird gefuttert. Ich hab's davor noch geschafft. Und einen guten. So, jetzt haben wir wieder sauber, sehr gut. Da. Okay, da ist Schund. Und da kommt Schund runter. Okay, das heißt, wir müssen mal... Ah, ich glaube, ich weiß schon, wie das... So, mal schauen. Was ist das denn für ein Ding? Haben wir auf alle Fälle Feuer. So, wie das... Halt das. Ah, das muss, da muss man noch gewohnen, da muss man gedruckt halten. Alter, das schaut mal ohne Witz, jetzt mal ohne Scheiß. Das Spiel schaut mal echt verdammt gut aus für das, dass das fucking 9 Jahre auf dem Bugel hat. Ja, der wir das mal anzünden da. Okay, jetzt kommt da noch mehr Schund. Also ich tippe mal, dass wir den Schund da irgendwie in das Ding da reinbringen müssen. Jetzt pass auf. Achso, der hängt da noch deswegen. So, das drum fängt jetzt den ganzen Schund da auf, oder wie? Mit kommen wir hoch. Da müssen wir mal schauen. Okay. Ah, Dreieck.
Aha, der Schund, der muss dann da rein. Sage ich das richtig? Moment einmal. Der Schund wird da jetzt bremst. Okay. Ist Tomb Raider PlayStation exklusiv? Nein. Tomb Raider gibt's für alle Plattformen. Für PC, für Xbox, als auch für PlayStation. Ah, warte mal. Ah. Also ja. Okay, ich muss da ein bisschen mit meinem Daumen aufpassen, weil das Touchpad vom PS5-Controller sehr sensibel reagiert. Jetzt muss man das wahrscheinlich O-Zenden. Ja, genau, okay. O-Zenden und dann nach unten schubsen. Ah, da haben wir Fackel, sehr gut. Oder Feuer, besser gesagt. Ja, jetzt werden wir beobachtet. Da hat er mal einen Riese, müsste da das jetzt eigentlich funktionieren, oder? Ah, das reicht ihm sogar. Ja, gut. Ich muss sofort hier raus. Ich weiß jetzt zwar nicht, ob man in dem Spiel sprinten kann. Gut, aber sie hat sich einen fucking Nagel eingerennt. Ich darf da auch nicht mehr sprinten können. Ja, das Spiel eskaliert. Ziemlich stark, ziemlich schnell. Lass los, du Mistkerl! Ja, und wenn es der Quicktime-Event nicht unbedingt gleich im Kopf hast, dann geht's relativ schnell, dass man mal hops genommen wird. Ja? Wir haben immer noch im Tutorial. Lass los, du Mistkerl! Da geht's auf Sekunden genau. Den habe ich geahnt. Tomb Raider, Freunde der Sonne. Haben wir Bock? Wie schaut's aus? Oder eher nicht so? Wobei die Frage wahrscheinlich keiner versteht. Können wir ja gleich mal die Aussicht genießen, wenn wir schon da haben, oder? Wir haben im wahrsten Sinne des Wortes schiffbrüchig. Wife, wir haben die Ehre, schön, dass du da bist. So.
Gut ausschauen tut's gerade nicht so. Das Rettungsboot. Wo sind sie? Wahrscheinlich an einem Platz. So, Lebenszeichen. Suchen Sie nach Hinweisen auf andere Überlebende. Sprachsteuerung. Scheiß auf Sprachsteuerung. Braucht kein Mensch. Sagen Sie. Karte anzeigen? Ganz lang. Ja, fast. Oh, hoffentlich hat keiner Höhenangst. Kommt von der Grafik schon mega daher. Sagst du, die Space fucking 9 Jahre alt. Und das darf mir jetzt auch nicht wundern, warum meine Grafikkarten da auf Anschlag laufen hat. Ich bin mir aber jetzt ehrlich gesagt auch nicht sicher, ob es das Spiel für PS5 bzw. generell nochmal remastert haben. Da bin ich mir jetzt ehrlich gesagt gar nicht sicher. Weil so krass gut von der Optik her habe ich es gar nicht mehr in Erinnerung. Wie im echten Leben, die Sprachsteuerung funktioniert nie, wenn man es braucht. Ja, richtig, definitiv. Also das musst du halt auch erst schaffen, dass ein Flugzeug genauso in einem Wasserfall hängen bleibt zwischen die Bäume. Ja, du musst erst einmal so einen Sturzflug hinbringen, dass du da hängen bleibst. Ich schaff das. Oh Gott. Weiter. Wehe, wenn ihr jetzt wer auf dem Arsch schaut, gell, Freunde? Das verlangt der Anstand. Toll, das ist ja überhaupt kein Blödsinn da. Also normalerweise... Schau. Normalerweise, wenn du halt in ihrer Situation bist, dann laufst du, glaube ich, keinen Meter mehr. Sie müssen hier gewesen sein. Sam? Roth? Hört mich irgendjemand? Ich muss sie finden. Natürlich auch wieder der Klassiker, wenn du irgendwo strandest im Nirgendwo, ist da natürlich kein Empfang nicht. Ja? Das ist aber hoffentlich auch klar. Hä? Achso, das ist gescriptet, okay, ich wollte gerade sagen. Ja, es wird nicht besser. Oh, Gockelmann. Nicht während der Cutscene, Sie fix Hier nochmal. ist die PlayStation-Sprachsteuerung. Drücken Sie die 1, um fortzufahren, die 2, um zu beenden, die 3 für weitere Optionen oder die 69, um Seil zu rufen. Eingabe Byte nach dem Pieps. Hört mich irgendjemand? Bitte antworten.
Merci für deine 69. Danke dir. Es ist genau ein Streichhölzel da drin. Hier sehen wir die schon bald weltberühmte Archäologin Lara Croft, ganz in ihrem Element. Sie sucht nach dem untergegangenen Königreich Yamatai, Heimat der wundervollen Himiko, mythische Sonnenkönigin und eine Vorfahrin von mir. Sam, das hier ist echt ernst. Ich will nur die Stimmung auflockern. Alle sind so angespannt. Worüber machst du dir Sorgen? Ich bin da an was dran. Ich bin mir ganz sicher. Aber ich weiß nicht, ob die anderen mir zuhören. Ach, es ist doch eh sinnlos. Lara, du weißt mehr darüber als jeder andere. Im Ernst. Und ich sag das nicht, damit es dir besser geht. Ich vertraue dir. Und Roth genauso. Du schaffst das. Lass uns mal eine Pause machen, ja? Okay. Und Sam, danke. So ernst ist sie nicht jeden Tag. Influenza im Jahr 2013. Los! Hau ihn um! Wie bitte kommst du auf die Idee, dass ich diese Expedition nicht ernst nehme? Lara, ich meine, nicht nur Sams Familie finanziert uns, mein Geld steckt auch drin. Irgendwas hat jeder eingesetzt. Das Geld reicht nicht ewig, Whitman. Genau deshalb sollten wir nach Osten fahren, nicht nach Westen. Niemand vermutet das. Niemand vermutet Yamatai so weit östlich. In den Büchern steht auch nichts darüber. Gefunden haben die Autoren Yamatai auch nicht. Darüber habe ich mit Roth gesprochen. Es macht keinen Sinn, immer nur anderen zu folgen, Dr. Whitman. Ich riskiere doch nicht mein Renommee wegen deiner Ahnung. Ich bin hier der leitende Archäologe. Und wann waren Sie das letzte Mal ohne Fernsehteam unterwegs? Ich habe 30 Jahre Erfahrung, 2 Doktortitel, einen in Asienkunde. Kümmern Sie sich doch ums Boot, Mr. Graham. Schiff, Dr. Whitman. Es ist ein Schiff. Das weiß ich auch ohne Doktor. Sehen Sie, in Richtung Osten werden wir direkt ins Drachendreieck gelangen. Und genau da müssen wir hin. Lara, mein kleiner Vogel. Ich folge dir überall hin, aber dort herrschen böse Kräfte. Schleimscheiße. Das Bermuda-Dreieck ist dagegen Disney World. Ich komme mit. Die Sage um Königin Himiko erzählt, sie könne einen Sturm beschwören. Mythen sind sehr häufig die Reste einer vergangenen Wahrheit. Was, wenn Yamatai wirklich irgendwo in diesem Dreieck Sieh nur, das hier sind die Satellitenaufnahmen aus dem Drachendreieck. Sieht nicht gut aus. Wenn's nass ist, kann ich drauf segeln. Ach, Sie wollen da Genug. tatsächlich... Reyes hat recht. Wir sind nicht hier, um rumzujammern. Also, jetzt oder nie. Lara bringt frische Ideen und einen Plan. Ich bin der Kapitän. Es ist meine Entscheidung. Wir steuern jetzt ins Drachendreieck. Was mache ich bloß hier? Kannst du mit deinen Doktortitel, du Pflegefall. Ja, also um was geht's? Um das versunkene oder verschollene Königreich Yamatai. Ja, Lara ist quasi eine Archäologin, also Historikerin, wenn man so will, und ist immer irgendwelchen Was zu essen finden. ganz, ja, wie sage ich denn, ganz ausgefeilten Dingen auf der Spur, und das Königreich Yamatai und die Königin Himiko ist eins dieser Dinge, auf der sie, ja, ihr Auge geworfen hat. Nur blöderweise gingen ihre Pläne erst einmal immer massiv schief. Warum, das sehen wir jetzt da. Wir haben auch halt verschollen. Ja?
Und das Drachendreieck, das haben sie gerade in der Cutscene gesagt, da ist das Bermuda-Dreieck ein Kindergarten dagegen. Ja. Ich weiß zwar nicht, was ich vom Bermuda-Dreieck an und für sich halten soll, ja. Aber Situation nicht so ganz flauschig aktuell. Ja. Wir haben ja nichts zum Essen, uns friert offenkundig wie Sau, das einzig Positive momentan. Wir leben und wir haben eine Feier. Aber das war's dann auch schon. Bryce, habe ich ja, I am seeing a daughter of an Archaeology Professor, I like. Na, wenigstens sagt der Price einmal die richtigen Dinge im Leben. Ja? So, es ist übrigens so, man kann, also das Spiel ist in mehrere Gebiete unterteilt und in jedem Gebiet gibt es sozusagen ein paar Collectibles zum Sammeln. Wenn ich mich richtig erinnere, sind das A, arme Geocaches und B, haben das irgendwelche so die schauen aus wie Traumcatcher, die kann man finden, das ist aber eigentlich, glaube ich, nur für Achievements only relevant. An und für sich ist das nicht wirklich. Da oben zum Beispiel, da blitzt jetzt zum Beispiel so ein Geocache auf. Also es müsste halt einer sein. Oh Gott, armer Kerl. Moment, den Bogen kann ich brauchen. Frau gegen Wildnis, finden Sie eine Waffe, um Hirsche zu jagen? Freunde der Sonne, das da oben, das Kind sagt jetzt, das ist wieder so ein Vergleich mit Resi. Sie fix. Wir kriegen am Anfang eine ganz simple Waffen, das ist in Resi meistens ein Messer bzw. wieder simple Pistolen. In Tomb Raider ist das klassischerweise der Pfeil und Bogen. So, sollen wir schauen. Ohne Waffe kann ich nicht jagen. Mieze haben wir auch schon dabei. Eine Waffe. Ich schaff das. Ah, okay, dann müssen wir warten, bis er wirklich on peak ist. Wieder genau auf die Wunden geflogen. Freunde der Sonne. Peng, peng, it is. Mal sehen, ob das Ding noch funktioniert. Erinnere dich an das, was du von Roth gelernt hast. Du kannst die beste Form und Technik der Welt haben. Aber ohne Konzentration ist das nutzlos. Der Schlüssel für jede Waffe ist Konzentration. Wir haben uns so konzentriert, du, das glaubst du gar nicht. Dieser Hunger. Und bis du das erst beschießen musst, dann geht's wahrscheinlich wieder massivst daneben. Weil Pro Kartoffel-Aim, ja? Pro Gamer Kartoffel-Aim. Da haben wir da erst einmal. Müssen wir mal ein wenig luren, ja? Oh, da ist was drin. Sehe ich ganz genau. Es ist erneut passiert. Gefreiter Kosuke. Er hatte letzte Nacht Torwache. Niemand hat etwas gehört. Und heute Morgen fand man seinen Helm, sonst nichts. Keine wegführenden Spuren, kein Blut, keine Patronenhülsen, nichts. Die anderen verdächtigen chinesischen Partisanen, manche sogar amerikanische GIs, diese Idioten. Sie haben keine Ahnung, was hier vorgeht. Es sind die Oni, die uns verfolgen. Ruhelose, böse Geister, die in den alten Gebäuden auf dieser Insel hausen. Wir sind Eindringlinge und sie beobachten uns. Sie warten. Die vielen Wracks, die Ruinen. Die ganze Insel ist ein Friedhof. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Oni uns holen. Ja, das hört sich ja sehr vielversprechend an. Stimmt, man kann auch in der Overworld nicht nur seine Collectibles finden, sondern auch ein bisschen was zu der Hintergrundgeschichte, so Tagebücher. Da gibt's allerhand Zeug. Da kommen wir aber mit Sicherheit noch drauf. Was ich mir jetzt eigentlich frage, gibt's eigentlich eine Map? Map? Okay, scheinbar haben wir keine Map. So, das ist zum Beispiel auch so ein Ding. Das ist so ein wie heißt denn das Ding? Ja, Geistertotem, wie auch immer. Totem. Gibt es insgesamt 10 in der Welt, also in dem Abschnitt. Ich muss halt aber auch erst einmal sehen. Das ist das nächste. Da ist ein Geocache, den haben wir von da unten gesehen. Eine Art Behälter. Wer hat das zurückgelassen?
So, wir müssen mal einen Hirschjungen, meine hat's geheißen, oder? Ah, da ein Hirsch. Oh, der Flauschnägel. Sehr gut, zoomen kann man auch. Hey, wie jetzt? Okay, er lebt nun. Haben wir von da nicht gekommen? Fehlende Ausrüstung, okay. Dann müssen wir also noch was finden. Ja, 8 hat auf den Bogen geschnallt. Ja, es ist halt ein provisorischer Langbogen. Ja, das ist jetzt, heute bei Nio hast du da beschwert, der ist illegal. Ist der wenigstens legal? Ah, das ist verwundet. Aha. Entschuldige. Hat leider sein müssen. Okay, zurück zum Lager. Ja gut, so, da waren wir mal voll gefressen und dahin geht's, oder? So, der Überlebensinstinkt zeigt uns unter anderem auch, wo wir hin müssen. Haben, die dir sagen, wo du bist. Wenn du lernst, Landschaft und Sterne zu lesen, findest du immer nach Hause zurück. Ja, hey! Die haben nicht mehr eine Eisenrüstung gehabt, ja? Da kannst du auch mal mit einem Compoundbogen durch die Gegend jagen. Zahlen. Irgendwelche Koordinaten. Wollte jemand, dass es gefunden wird? So. So, da erinnert gibt's dann, das weiß ich noch, da gibt's auch irgendetwas zum Holen, aber auf die Tür können wir noch nicht aufbrechen, das lernen wir nämlich erst noch. Also immer optisch muss sie sich nicht verstecken. Ich kann mich noch erinnern, da hinter hängt auch irgendwo so ein Ding dran. Ich hab mir damals tatsächlich eine Zeit die Mühe gemacht und die Dinger gesucht, aber das ist, irgendwann wird das so verzweigt und so verstrickt, dass es wirklich nicht mehr lustig ist. Für neue Holzspiele absolut nicht. Ja, das wundert mich, wie gesagt, mich überrascht es auch brutal. So, Fähigkeiten. Verwenden Sie Fähigkeitspunkte, um im Fähigkeitenmenü Ihre Fähigkeiten auszubauen. Wie viele Fähigkeiten sollen in so einem Text stehen? So, da gibt es jetzt mehrere Reiter. Überleben ist einer davon. Und dann gibt es noch den Jagdreiter. Gibt es auch wieder eigene Fähigkeiten. Und da kommen, glaube ich, noch 2 oder 3 dazu. Bin mir aber jetzt nicht hundertprozentig sicher. So.
Was haben wir jetzt da? Halten Sie die Augen offen, um schwer zu findende Tiere und Nahrungsquellen aufzuspüren. Das ist jetzt, glaube ich, eher unrelevant. Sammeln Sie zusätzliche Belohnung beim Plündern von Tierkadavern und Lebensmitteltruhen. Ja, das ist nicht übel. Durchsuchen Sie Kisten und Truhen sorgfältig, um zusätzliches Bergungsgut zu erhalten. Bergungsgut ist mehr oder weniger unsere Währung, was wir dann auch später brauchen, um zum Beispiel ja, unseren Bogen oder halt später unser Pistolen oder wie auch immer aufzuwerten. Ja, wir kriegen dann später auch Schusswaffen. Also richtige Schusswaffen. Und nicht nur Pistolen. So, Knochensammler, plündern Sie Tierkadaver sorgfältig, erhalten Sie zusätzliches Bergungsgut. Findige Bogenschützen ziehen ihre Pfeile aus neutralisierten Feinden. Das ist auch nicht schlecht. Was gab es beim Jäger? Die haben halt natürlich da noch gesperrt. Ne? Das sagt man da an einem Gesperrt-Symbol. Also die können wir jetzt noch nicht lernen, da ist die Stufe noch zu gering. Was haben wir da? Setzen Sie Beutel und Taschen effektiv ein, können Sie mehr Munition transportieren. Das ist nicht schlecht. Sicherer Schuss. Sind Sie konzentriert, haben Sie mehr Zeit, um mit Ihrem Bogen zu zielen. Bei meinem Kartoffel-Aim, Freunde der Sonne, das nehmen wir. Ja, Kartoffel-Aim ein bisschen kompensieren. So, was haben wir jetzt noch? Da war nix. Hier spricht Conrad Roth, Kapitän der Endurance. Wir sind Schiffbrüchige auf einer Insel im Drachendreieck. Roth! Lara! Du lebst! Ganz ruhig. Bist du okay? Was ist passiert? Ich war erst am Strand und dann bin ich in irgendeiner Höhle aufgewacht. Da war ein irrer Mann, Roth. Und eine Leiche. Oh Gott. Wo bist du jetzt, Lara? In Sicherheit? Es war alles so schrecklich. Es ist meine Schuld. Es ist alles meine Schuld. Lara, hör mir zu. Ich habe SOS von der Endurance gefunkt, bevor ich von Bord ging. Hoffentlich hat's jemand empfangen. Ich habe mit den anderen gesprochen. Wir sammeln uns auf meiner Position. Bitte komm und hol mich. Ich muss hier bleiben. Du schaffst das, Lara. Erinnerst du das Klettern am Snowden? Du hast gesagt, dass der Trick darin besteht, immer in Bewegung zu bleiben. Bewegung zu bleiben. Finde einen Weg den Berg rauf, durch die alten Ruinen. Und lass das Funkgerät an. Okay. Da ist in dem Spiel tatsächlich noch so, da ist Lara noch ziemlich hilflos. Ja, also sie ist da nicht die klassische Badass-Braut, wie man es in die Retro-Spiele kennt, von 1995 oder so. Ich glaube, ich bin mir jetzt nicht sicher, lore-technisch haben sie sich gedacht, wir fangen einfach nur mit bei 0 an, mehr oder weniger. Und ja, das sehen wir halt jetzt im Endeffekt da. Wenigstens hat das Schiff einmal aufgehört. Ja, das ist ja auch schon mal was. Ach, die ist jetzt erst... Ah ja, okay, die geht von der Loa auf. Hallo? Ist jemand hier? Natürlich oben im Keller. Gut, zurück können wir nicht mehr. Was sind das für Zeichen? Das schaut aus wie eine Sonne auf jeden Fall. Da vorne steht draußen bleiben drauf. Keine Ahnung, mein Fachjapanisch ist jetzt nicht das Beste vom Schuss. Hoffentlich bist du bei. Alter, Tomb Raider 1 bis 4 von 1996 bis 1999, das war die Definition von Spitzdepf. Ja, alle Memes, wo auch immer ihr die mal aufgeschnappt habt, von 3x-Depf, Lara ist die Person dazu. Ja. Aber, wie ich schon mal gesagt habe, ich sag's noch einmal dazu, die zwei, die haben rund. Ja, die haben nicht spitz, die haben rund. Genauso wie es auch so werden. So. Was mache ich bloß? Das ist der japanische Sonnenkalender, wenn du mich fragst. Oh Gott. Das ist verrückt. So, nochmal Bergungsgut.
Diese traditionelle No-Maske stellt eine hasserfüllte Frau in der Gestalt eines Dämons dar. Das ist eine Frau? Nicht mehr, Marsch, wenn die schon so kreisig ist, möchte ich nicht wissen, wie man ausschaut. Im Inneren befinden sich Spuren von weißer Farbe. Wer immer die Maske benutzte, war von adeliger Abstammung. Aha. Genau, das ist der nächste Punkt, den du immer wieder mal finden kannst, sind so Schätze. Lexi, aber der. Das bin ich um 5 in der Früh vom Montag. Ja, okay. Das nenne ich Statement. FBI here, Federal Boobs Inspector, don't do hands up, just... Du bist so stark. Das ist... was hab ich noch gemeint, wenn man mir Tomb Raider spielt, ja? Da hat mindestens einer hat ständiger Zeit in der Hose und der heißt sei. Ah, da schau her, jetzt haben wir eine Map. Ich hab aber gewusst, dass wir eine Map haben. So, das ist Dokument. Ah, seht man da... Wait, die haben von Haus aus da vermerkt, wo man hin muss? Oder haben das die wo wir gefunden haben? Das sind das, was wir gefunden haben wahrscheinlich, oder? Alles andere war auch direkt ein Lager. Ach so. Ah, da schon her. Ja gut, dann. Vogelei! Ja, da können wir jetzt nicht durch. Aufstimmen. Da wahrscheinlich auch. Aber wir, von da haben wir gekommen. Ja, haben wir das Niederbrenner da. Lexi, ist gut bei dir? Wenigstens gibt's einen Schinken. Hallo, bei dir, servus. Alles gut bei dir? Schau, dass du einer schaust. Was, da ist sie, sehr gut. Stemmaxt. Ah, aufzwicken den ganzen Schund. Schirgeln tut so weit noch. Wer meinst du jetzt? Dass wir gerade von der Couch aufreißen bist, damit du nicht reinpennst. Oh ja, das kenne ich. Jetzt wird's dann eh große Augen machen, da schon her, weil Tipp. Ja, beim Highlander Zirkus, der ist am Ort, das muss ziehen. Geht gar nicht. Weiber denken sie, oh. Aber es hilft ja nicht. Man muss ja Motivation hervorrufen. Die Madame schirgelt mit den Augen. Lara, Miete, können Sie mal in die Kamera schauen? Es geht. Okay. Oh, da ist ein Wolfszeichen. Ah, da ist er drin. Na, schöne Figur hat schon, nicht viel, nicht zwängen. Hätte ich gern, so ist es nicht. Figur von der Lara, aus Sicht eines Mannes. 10 von 10. Mindestens. Und das war nur der Arsch. Okay, ich schweif ab. Sam? Ja. Wir haben ein Feuer. Such den Rauch. Wir sind unterwegs. Wie kriegt die da? Lara, da bist du ja. Sam, Gott sei Dank. Überraschung. Schon okay. Er ist in Ordnung. Oh, ich wollte Sie nicht erschrecken. Irgendwann wird hier wohl jeder etwas nervös. Wir haben mit Ihrer Crew gesprochen. Sie sind unterwegs. Er hat meinen Fuß verbunden. Ach, das war doch das Mindeste. Meine Manieren, entschuldigen Sie. Ich bin Matthias. Ich bin übrigens Lehrer. Das alles hier ist nichts für mich. Ich bin viel zu ängstlich.
Süße, du siehst erledigt aus. Setz dich. Sam hat mir gerade von der Sonnenkönigin erzählt. Genau, Himiko. Können Sie mehr erzählen? Ich bin fasziniert. Naja, ob Sie es glauben oder nicht, einige tausend Jahre zurück war Königin Himiko sowas wie die Chefin von Japan. Sie liebt diese Geschichte. Himiko war bewundernswert, geheimnisvoll, aber auch rücksichtslos und wirklich mächtig. Die Legende sagt, sie hatte schamanische Kräfte. Und an dieser Stelle steige ich immer aus. Aber in jedem Mythos steckt etwas Wahrheit. Sie kommandierte eine Armee von Samurai-Kriegern, ihre prachtvolle Sturmwache. Sie ritten im Wind in das Schlachtfeld und vernichteten all ihre Feinde. Es heißt, die Sonne gehorchte Himikos Kommando und sie regierte alles, wohin ihre Strahlen gelangten, von den Bergen bis zum Meer und darüber hinaus. Was ist das hier geworden? Das glaube ich, dass die jetzt müde ist. Sam! Sam! Scheiße! Au! Okay. Okay. Hier drüben! Reyes! Ja, okay, dann war das doch kein Traum. Ich bin mir jetzt nicht sicher gewesen, ob sie es nicht nur geträumt hat. Lass los! Alles gut, mein kleiner Vogel? Nimm mich vor, euch zu sehen. Ist Sam bei euch? Sie war bei dir? Sie war hier. Mit diesem Mann, mit Reyes. Dann bin ich eingeschlafen. Und als ich wach wurde, waren sie weg. Ihr Ladies solltet euch nicht absetzen. Wir müssen sie finden. Warte, was ist mit Rob? Okay, aufteilen. Einer von uns geht mit Lara zu Roth, der Rest macht sich auf die Suche nach Sam. Ich gehe mit dir. Nein, ich mach's. Sie können damit umgehen? Es ist eine Weile her. Es fällt mir wieder ein. zu Roth. Wir werden Sam und diesen Matthias kriegen. Super Idee, dass man sie jetzt trennt. Top, beste Entscheidung überhaupt. Die andere kann nicht einmal mehr hatschen. Ja, ich muss mich noch mal kurz ausruhen. Ja. War das erste, was mir einfallen hat, wenn ich schiffsbrüchig war. Ja? Sie einfach mit trennen auf einer wildfremden Insel. Nachdem man sie gefunden hat. Ja, am besten bleibst du hier. Ich sehe mich mal um. Okay. Nicht so schlimm. Okay. Ich kann kaum glauben, dass wir tatsächlich auf einer Expedition sind, um die Heimat meiner Vorfahren zu finden. Seit ich Lara die Geschichte von Himiko erzählt habe, war sie auf der Suche nach diesem Ort. Ich habe nie viel darüber nachgedacht, dass das alles tatsächlich historisch sein könnte. Meine Großmutter erzählte mir die Geschichte, als wäre sie eine Erinnerung. Vor vielen Jahrtausenden herrschte die Sonnenkönigin Himiko über das Land Yamatai. Das wissen wir schon. Die Sonne gehorchte Himiko und sie beherrschte alles, was deren Strahlen berührten, von den Bergen bis zum Meer. Aber eines Tages verschwand Yamatai plötzlich spurlos.
und geriet in Vergessenheit. Wenn da mal nicht der Kratos am Werk war. Egal. So. Gut, von da haben wir ja gekommen. Also wir brauchen... Können wir mir was aufwerten? Fähigkeitenpunkte haben wir keine. Okay. So. Erst einmal vorgeladen sind, ne, damit nichts passiert. So, Bergungsgut. Sammeln Sie Bergungsgut, um in Basislager und Waffenupgrades durchzuführen. Habe ich vorher schon erwähnt, ist quasi unsere Währung. So, jetzt braucht man halt einen Kratos wieder, gell? Axt nicht stabil genug. Zum Öffnen ist eine stabilere Axt erforderlich. Sammeln Sie Bergungsgut für ein Upgrade der Axt. Haben wir schon. Das klingt gar nicht gut. Wo ist denn jetzt da? Ach, da oben. Okay, ja gut. Ja, wir schauen uns da erst einmal ein bisschen um. Ja, Bergungsgut sammeln und so weiter und so fort. Da ist ein Geocache, meine ich, der leicht so ganz hinterfutzig. Ex ist da. Hoppala. Lara hat eine Vertrauenskrise, also werde ich für sie gute Laune simulieren. Aber etwas an dieser Expedition macht mich nervös. Je näher wir dem Drachendreieck kommen, desto übler wird mir. Mit Vorfreude hat das nichts zu tun. Was zum Teufel ist nur los mit mir? Ich sollte aufgeregt sein. Das wird ein völlig irrer Trip. Ich muss nur dieses Gefühl loswerden. Vielleicht kann ich Lara zu einer kleinen Pause und einem Drink überreden. Also war die doch nicht so entspannt, wie es auf dem Schiff da hat? So. Also, sage ich vielleicht auch dazu, in jedem Gebiet gibt es ein sogenanntes Grab. Ja, also das kann man vergleichen wie mit Assassinengräber sozusagen. Hat jetzt lore-technisch an und für sich nicht allzu viel zum Tor. Man erfährt ein bisschen was über die Hintergrundgeschichte, aber am Ende winkt halt meistens guter Loot. Ja. Diese Gräber sind mehr rätsel- und kletterlastig als wir gegnerlastig, sag ich jetzt einmal. Ja. Jedes Grab wird natürlich mit der Zeit, je weiter wir kommen, wird natürlich ein bisschen anspruchsvoller. Ist hoffentlich auch klar. Alter, du scheißt doch schon wieder, wenn's am Wolf so hinter dir wichst, wenn's da mit dem Bogen triffst. Hast du da Stahlfedern in das Ding installiert? Du, das musst Lara fragen. Ich kenne mich mit Bogen nicht aus. Aber vermutlich. Ja, der war mal das anzünden, damit das Flugzeug da mal oberbricht. Das könnte ich als Rampe benutzen. Du willst ja jetzt nicht sagen, dass Tomb Raider Assassin's Creed recht ähnlich haben. Nie nicht. Stimmt, die Dinger kann man nämlich auch werfen. Es muss einen Weg geben, ihn nach oben zu ziehen. Was, den sollen wir jetzt noch umziehen auch noch? Ja, super Sache. Können wir da überhaupt hin? Okay.
Okay, wir schießen jetzt einfach mal überall drauf, wo uns so ein paar Flinten kommt. Einer mehr müsste reichen. So, können wir mal da oben. Fehlende Ausrüstung, ja genau. Da müssen wir mal unten schauen, weil da hinten meine kann man noch etwas anzünden. Wenn mich nicht alles täuscht. Ah, da. Nächstes da brauchen wir jetzt quasi... Kann man mit einer Laterne da umrennen, ist die Frage. Müsste man eigentlich können, oder? Das brauchen wir beobachtet. Probieren wir aus. Wenn ich noch mal finde, wo die gewesen ist. Ah, aber warte mal, die werden dann wahrscheinlich ins Wasser taucht werden. Kann man mit der springen, ist die Frage. Ja, eben nicht, okay. Los wir mal schauen. Was ist denn, wenn wir da rumlaufen? Kann man da rauf? Kann man, okay. Und kann man da her? Das gelangt aber noch nicht. Ja, da haben wir noch das Niedrig. Aber man kann versuchen, ob man da nicht die Fackel irgendwie anzünden kann. Jetzt warte mal. Beziehungsweise das schaut mir an, wenn wir da gegenspringen müssen. Okay. Was jetzt? Ich kann sagen, wenn wir den als Affe kennen. Der Stoff sieht entzündlich aus. Da ist noch Stoff? Wo? Ach, der da! Ah, ja, okay, I know what it is. Genau, nehmen wir das mal mit. Okay. Ja, tatsächlich, das geht sogar. Das hätte jetzt zwar nicht für Möglichkeiten, aber... Seid das? Ja. Das war's. Wahrscheinlich. Schauen wir halt nur. Perfekt. Mehr Loot, mehr gut. Grab durchsucht, Grab des Abenteurers gemeistert. So, wir haben jetzt einfach Loot gekriegt. Beim ersten Grab gibt es tatsächlich noch nicht ganz so viel. Wir haben jetzt einfach nur Bergungsgut gekriegt. Ja. Aber der Loot ist gratis. Gut. Lara Supercraft ist. Jeder, der was anderes behauptet, liegt. Okay. Habt's recht. Das Einzige, was mich jetzt fragt, warum sie da so langsam geht. Also das bin tatsächlich nicht ich, sondern das ist Spei.
So. Ich kann mich noch so ein bisschen, an das Gebiet kann ich mich noch so ganz dumpf erinnern, wo da die Sachen noch so ein bisschen gewesen sind. Aber das war's dann auch meistens. Danach war es dann auch hübsch. Durch Kopfbewegungen drücken japanische No-Schauspieler trotz der starren Maske verschiedene Emotionen aus. Wifi, was für ein Wochentag ist das und was für eine Uhrzeit? Oh. Was hat die da sonst nichts mehr zu sagen, oder was? Okay. Okay, immerhin ist es ein Freitag. Das ist gescheit creepy. Wir werden da noch einige Sachen finden, die ziemlich creepy sind. Schaut noch scheiße aus Gesicht aus, ja. Wenn's endlich angeseilt hast. Was? Ah, das ist ja. Noch ein Schrein. Den beten die wohl an. Ja, da beten sie wahrscheinlich keinen mehr an. So. Im Endeffekt ist ja nicht. Sitz! Ich werde mich vor den Wölfen warnen können, Doktor. Es fängt erst einmal nur mit Wölfen an, okay? Es wird noch ein wenig intenser im Laufe des Spiels, so weit kann ich verraten. Wow! Nee, was kommt jetzt da für ein Viech daher? Wir haben ein Reh gerettet, ja? Das ist schon wieder eine gute Tat. No, wahrscheinlich noch Chili con Carne. Ah, da haben wir Hut übersenkt, schau her. Nein, ich will die Pfeile haben erst. Ja, kann man mal schauen, ob wir schon genügend Bergungsgut haben, dass wir unsere Axt noch schnell aufbessern, weil dann kann man hinten die Truhe auch gleich looten. Das machen wir jetzt direkt noch schnell. Oh, da ist auch noch Bergungsgut. Da muss eine ganze Fußballmannschaft angestürzt sein, so viel Bergungsgut wie da umeinander liegt. Schauen wir mal. Da muss das Lagerfeuer sitzen. Fähigkeiten. Also mehr geht da noch nicht, oder was? Jäger-Upgrades? Okay. Na, warte mal. Können wir wo können wir denn mehr Waffen aufwerten? Ach, das geht nun nicht, oder wie? Achso, ja, okay. Das geht scheinbar noch nicht. Gut, das kann sein, dass das Teil vom Tutorial ist dann. Ja gut, dann gehen wir mal zu dem anderen Idioten, der wo da meint, dass er was gefunden hat. Weil die Wolf, die sechst schon gescheit schlecht, gell? Wo ist denn der andere jetzt? Alles frei, Lara, komm raus! Ja, freilich, lebt mir am Arsch. Vom Wegen alles frei. Oh, das ist noch Bergungsgut. Wir haben einen Fähigkeitspunkt, sehr gut. Hey, war der andere mit einem Schuss hier, oder was? Okay.
Pfeile haben vorher, okay. Mehr Bergungsgut, auch mehr gut. Das Tor. Ein neues Lager entdeckt. Oh, da geht's auch noch hinterher. Ah, da ist hinten das Grab gewesen. Okay. Aber da. Ah, da schau her. Bergungsgut. Immer mal schauen. Kann man immer mitnehmen. Ja gut, und da haben wir ja eh geschaut. Da gibt's nichts mehr. Glaube ich. Ist da hinten noch etwas? Nein. Okay. Das Einzige, was mich gerade noch so ein bisschen irritiert, ist, dass man da nicht sprinten kann. Die sind faszinierend. Ich habe das schon mal gesehen. Sie müssen rituell sein. Dieses Frauenabbild hier ist besonders interessant. Das ist erst vor kurzem gemacht worden. Das waren die Inselbewohner. Den Wracks zufolge sind sie genau wie wir Überlebende. Bemerkenswert. Na, hoffentlich werden wir nicht auch Mörder wie Sie. Versuch's mit dem anderen. Hier fehlt der Griff. Zusammen. Scheiße. Sie hält leider nicht. Ich werde nach was Stärkerem suchen. Vielleicht liegt hier was Nützliches. Unglaublich. Axt wieder hinkriegen. Okay. Ah. Auf einmal da ein Lager. Ah, das ist, okay, das ist jetzt Tutorial. Bergungsgut. Verwenden Sie gesammeltes Bergungsgut, um Ihre Ausrüstung und Waffen im Ausrüstungsmenü zu verbessern. Ah, deswegen haben wir das vorher noch nicht durchgehen. Okay. Verstärken. Verstärkt die Stemmaxt, sodass sie zum Bedienen von Kurbeln tauglich ist. Ja, dann nehmen wir das. Gut, bisher können wir auch nur unsere Stemmaxt verbessern. Also unseren Bogen quasi nicht, oder? Haben wir da noch was? Okay, mehr geht nicht. So, und einen Fähigkeitspunkt haben wir auch. Ich darf vorschlagen, da wir ja ohnehin für Bergungsgut brauchen. Nehmen wir das da. Verbessertes Bergen. Mehr Bergen, mehr gut. So. So, und ich weiß aber, dass da hinten am Anfang nämlich auch noch eine Kiste war. So, weil jetzt kriegen wir die nämlich auf. Siehst du das da? Das heißt, da hinten am Lager ist nämlich auch noch. Warte mal, kann man? Okay, man kann. Hä? Man kann keine Map aufrufen? Okay, scheinbar kann man keine Map aufrufen. Haut ab! Aber jetzt habe ich ein wenig Panik gehabt. Was ist denn? Ah, da ist er. Das ist schon wieder Bergungsgut. Haben wir so weit Bergungsgut übersehen, oder was? So, dann nehmen wir die Kisten noch mit und dann schauen wir weiter. Ja, mal auf dem Dusch insgesamt 130 Bergungsgut gemacht, nur weil wir die 2 Kisten aufgemacht haben. Haben wir das Axt-Upgrade schon wieder drin. So, jetzt haben wir mal die Kurbeln. Kann losgehen, Doktor. Dann leg los.
Jetzt wollte ich gerade sagen, wenn er die Tier so halten kann. Diese Frauenabbildung auf dem Tor. Dem Alter der Symbole nach könnte es die Sonnengöttin sein. Himiko. Sie channeln aber nicht zufällig gerade Sam, Dr. Whitman. Nun, Himiko hatte zweifellos große Macht. Manche sagen schamanistische, elementare. Kaum ist eine Frau mal wirklich mächtig, reden alle sofort von Hexerei. Wir sollten nichts ausschließen, selbst wenn es uns irrational vorkommt. Wir müssen noch viel über die Welt lernen. Sie klingen wie mein Vater. Das könnte eine Wahnsinnsstory sein, Lara. Aber nur, wenn wir sie überleben. Lernt man, also das hat mich jetzt mal interessiert an die Tomb Raider Origins. Lernt man an Lara ihren Vater jemals kennen? Unglaublich, es ist Himiko. Sehen Sie, die Schale, die Kerzen. Sie wird noch immer verehrt. Diese Insel war anscheinend wirklich ein Teil Yamatais. Du hattest recht, Lara. Das alte Königreich. Das ist ja wie Atlantis. Aber das hier ist real, Dr. Whitman. Wir stehen nicht auf einem Mythos. Nein, wir stehen auf einer Goldmine. Was? Kommt, schnell! Eure Freunde sind verletzt. Ja, wahrscheinlich durch Sie. Zurück. Wir können denen nicht trauen. Sie haben die Waffe. Ich will keinen Ärger machen. Wir kommen mit. Nein! Aber ich verlange, dass ihr uns zu demjenigen bringt, der euch anführt. Was tun Sie da? Nein! Ich kläre das. Nein! Nein! Bitte! Hau ab! Du musst mit ihnen gehen, Lara. Tu, was sie sagen. Дай мне пистолет. Иди. Es waren Russen. Пошла. Wer seid ihr überhaupt? Was wollt ihr? Тихо! Лара! Нужно слухать, мочи! Tut ihm nichts, bitte! Тихо! Я сказал. А ты ведь хорошенькая, да? Напоминаешь мою сестру. Nein! Окружить их! Окружить! Только попробуй. Alles klar. Мочите их! Deckung. Gehen Sie hinter hüfthohen Objekten in Deckung. Bin schon dabei. Wie sieht's aus? Dann aber ganz schön viel. Oh Gott. Diese Gruppe hat's echt in sich. Die meisten werden wir töten müssen. Schade, wir finden neue Rekruten. Okay, sneaky peaky. Ja, okay. Was siehst du? Nichts. Че, думаешь, спрячешься, кукла? От меня не уйдешь. Эй, ты! Выходи давай! Лучше не зли меня. Я всех Ah, Mann! Gut, also wenn's, wie gesagt, wenn du auf das Quicktime-Event nicht gefasst bist, was für Tasten das ist, dann bist du eigentlich meistens gefriert. Okay, ist wieder mal Dreieck. Выходи давай! Лучше не зли меня. Я всех Она тоже была поранена. Jawohl, Mike Tyson-like, einfach gleich einmal das Ohr bissen. Eine als Pippal. Oh.
Ja, der ist hier. Halbautomatische Pistole, Waffe Nummer 2, Freunde der Sonne. Ja, fick dich mit deiner Sprachsteuerung. Ich brauch keine komm ich doch nicht rein? So, machen wir jetzt einen Bogen. Und ein Pistolen. Ohne Schuss. Ja, nice. Ein Pistolen ohne Schuss und ein Pfeilbogen auch ohne Schuss. Ja, super, zauberhaft. Ja, da müssen wir, Freunde, da werden wir looten müssen. Das hilft alles nichts. Ja, die Lara, die kriegt's dick, die hat jetzt gerade ihren ersten Menschen umgebracht. Ja, wenn er als Notwehr, ja, also mein Segen hat's. Völlig legit, bevor mir so irgendein so Volldepp vergewaltigt. Da jag ihm lieber eine Kugel rein. Da die wahrscheinlich auch nicht anders. Aber das nimmt's ganz schön mit. Wie jetzt, müssen wir da nicht ballern? Jetzt auf alle Fälle nochmal oben. Gut, bringt uns aber da jetzt nichts. Oh, jetzt meine ich, kommt die erste Schusssequenz. Da ist noch eine. Die ist dahinter. Ist sie tot? Keine Ahnung. Outsider, wir wissen, dass du da bist. Du hast keinen Ausweg. Du dein Rissler aus und die hat's. Wie jetzt? Alter, was hält denn der aus? Ich möchte aber auch meiner. Ja, mit so einer Pistole, da lebt sie sich gleich ein wenig leichter, wenn du mich fragst. Oh. Ja, erst einmal weg. Erst einmal weg und Moon einsammeln. Das ist das Wichtigste. War der Chuck Norris? Ja, wahrscheinlich. Oh, was haben wir da? Pfeile. Sehr gut. Mehr Moon, mehr gut. Geräuschloser Kill. Benutzen Sie den Bogen, um Gegner lautlos auszuschalten. Das ist gut. Benutzen Sie den Bogen, um Gegner... Achso, da werden... Stimmt, da werden die anderen nämlich nicht alarmiert. Aber der macht nur einen Purzelbaum nach unten. Also der Bogen hat tatsächlich auch später seine Daseinsberechtigung. Ja? Für Sneaky Peaky ist er nicht schlecht. Rottalerin Habitäre, einen wunderschönen guten Abend wünsche ich dir. Alles gut bei dir? Was war's denn? Wieder ein Tanker? Nein, sah eher aus wie ein Forschungsschiff. Das heißt gutes Material. Wir werden
Bruder, was ist passiert? Was ist da unten los? Ist in Ordnung? Tötet sie! Ah, so eine Kugel in einem Bugel ist ausmachen kann. Zauberhaft. Ich finde es cool, dass man auch die Leichen looten kann. Okay, nice. Lara, bist du da? Ja. Bei den alten Ruinen steigt Rauch auf. Bist du okay? Oh Gott. Ross, ich habe hier echt ein Problem. Sie bringen Leute um. Wer? Männer. Ich weiß nicht warum. Ich musste einige töten. Ich hatte keine Wahl. Das war sicher nicht leicht. Ja, wie gesagt, es war halt Notwehr. Ich meine, what do you mean? Die anderen waren Ross. Mach dir jetzt keine Sorgen um sie. Tu, was nötig ist, um zu mir zu kommen, Lara. Ich versuch's. Das habe ich auch schon mal probiert. Im keine 10 Sprossen auf. Du kommst keine 10 Sprossen auf. Bei so einer Leiter, meinst du? Ja gut, da brauchst du halt Übung, glaube ich. Das ist, glaube ich, Übungssache. Okay. Also sie zeigt automatische Waffen, das heißt, dass da dann Gegner kommen, oder wie? Okay. Ja, der muss schon ein wenig umschauen. Okay, ich muss dann schauen, ob ich die Touch-Steuerung ausstellen kann, weil das ist tatsächlich teilweise ein bisschen lästig, wenn du dann ins Menü eintippst, obwohl du es eigentlich gar nicht vorhast. So, wenn ich jetzt da oben springe, wie dann hier, oder? Tatsächlich nicht. Nein, mir geht's gar nicht gut, aber Mittwoch haben einen schweren Autounfall überlebt mit meinem Mann. Brüche haben wir... Was? Brüche haben wir keine, nur heftige Prellungen. Der Unfallversuch war am Handy und krachte in unser Auto. Wir hatten echt sehr viel Glück. Wir konnten uns in eigener Kraft versuchen. Oha! Ach du Scheiße! Ja, hey, dann hoffe... Ja, Grütze, fix nochmal. Dann hoffe ich, dass es schnell wieder gut geht. Und ich hoffe, dass... Ja, dass relativ schnell wieder auf Füße kommt. Holy shit. Aber, mei, es hört sich jetzt vielleicht ein bisschen saudumm an. Aber lieber Blech schon, lieber das Auto hier als wir, ne? Also von meiner Stelle natürlich sehr, sehr schnelle und zügige Genesung. Ah, jetzt haben wir eine Map da schon her. Ja, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Da muss man einfach Druck halten. Ah, und da werden dann, aha, und da werden dann auch die ganzen Dinger noch angezeigt, die wo man noch looten kann. Tatsächlich, okay. Kann man dann einen Marker setzen dann? Kann man sogar. Ja, nice. Okay. Ein Motor hat's rausgerissen. Ja, wenn der da volle Karache in den Geine tut, das ist das wenigste Problem dann wahrscheinlich. Na, wie gesagt, solange es nur das Auto ist, nur, in Anführungszeichen, ja, und nicht ihr, da muss man schon dankbar sein. Ja, es passiert so viel Scheiß auf der Welt. Und so schnell vor allem. Da muss man einfach froh sein, dass man davon kommt. Jetzt pass auf, jetzt kann man aber dann trotzdem mal schauen, wenn wir jetzt da den Marker setzt. Ja, jetzt nur mal für Spaß. Ah, das ist gut. Der wird dann nämlich auch in der Höhe angezeigt, wo das Ding dann ist. Okay, ja, nice. Die fahren alle wie die Irren. Ja, das kenne ich. Dass man früher oder später aufwacht. Aber hier gibt es kein Aufwachen. Was bedeutet, dass ich wirklich hier bin. Das alles wirklich tue. Nein, denk nicht darüber nach, Lara. Nicht jetzt. Es hilft dir nicht. Ich weiß nicht, was mit dem Rest der Crew geschehen ist. Hoffentlich sind alle okay. Sie müssen. Ich weiß nicht, was zum Teufel hier vorgeht.
Aber es zählt nur, dass Ross einen Weg findet, uns nach Hause zu bringen. Okay, wir können jetzt Schnellreise machen. Das heißt, wir können jederzeit wieder an die Geräte, an die Orte zurück, wo wir schon mal gewesen sind, damit man Backtracking betreiben kann, weil das wirst du halt nicht vermeiden können, dass du mal was übersägst. Ja? Also mit dem haben wir jetzt das quasi freigeschaltet. Rotthaler, wir hatten überhaupt keine Chance auszuweichen. Ja, das ist... Hört sich auch wieder dumm, aber manchmal ist das sogar gut, wenn man nicht ausweichen kann, weil meistens, oder oft ist es so, wenn du ausweichst, dann hast du erst richtig Scheiße am Dampfen. Ja, also, wie gesagt, sind wir einfach froh, dass nur beim Auto geblieben ist, was beschädigt worden ist und was Totalschaden ist, weil das regelt die Versicherung, sage ich jetzt einmal. Ja, das kann man mit Geld und Bürokratie wieder hinbiegen. Aber wenn es einmal nicht mehr, wenn ihr einen Totalschaden habt, im Sinne von drauf geht's, dann hilft keine Versicherung der Welt nicht mehr, dann ist es halt vorbei, so auf die Art. Ne? Also von daher hoffe ich, wie gesagt, dass das schnell wieder gut wird und ich hoffe, dass er da jetzt vielleicht mit Tomb Raider ich weiß nicht, ob dein Mann zuschaut, wenn ja, Grüße, dann kann ich hoffentlich da ein bisschen andere Gedanken machen diesbezüglich. So, verstärkte Wurfarme. Mehr Wurfarme, mehr gut. Was macht der? Verstärkte Wurfarme ermöglichen mehr Zug und verursachen dadurch mehr Schaden. Mehr Schaden, mehr gut. Nehmen wir. Da überlegen wir gar nicht lang. So, und dann können wir... Das gewickelte Sehne, die eine höhere Schussfrequenz ermöglicht. Also das heißt, wir können schneller schießen. So, und bei der Handfeuerwaffe gibt es auch noch was. Sad Story. Da hätten wir vorher luren müssen. Ja, Salvenmodus. Gewährt einen Feuermodus mit 3 Schusssalven. Halten Sie R1 gedrückt, um den Modus zu aktivieren. Blöd. Ja gut. Aber das kann man erweitert das Magazin. Das Magazin, das 10 Kugeln fasst. Das ist gar nicht einmal schlecht. Was haben wir da? Belüfteter Schlitten, eine Rückstoßkompensierung, die Präzision und den Schaden erhöht. Nehmen wir. Mehr schon, mehr gut, haben wir schon gesagt. Dann haben wir einen Bogen ein wenig ausgebaut und unsere Handfeuerwaffen ein bisschen ausgebaut. Ja, das ist ja auch schon mal was. Immerhin. So, da unten geht es auf alle Fälle rein, sage ich von da. Da müssen wir mal reinladen. 100.000 € total schon bei beiden Autos. Das, ja, was mit Arbeiten. Mein Mann hat kein Twitch, okay. Ja, wie gesagt, nutzt die Zeit, erholt euch. Ja. Schaut, dass ihr über den Schrecken wegkommt. Das ist nie schön, sowas. 25. Juli und das wird alles wieder. Seit dem Flugzeugabsturz sind Tage vergangen. Wir haben zum 2. Mal versucht, mit einem Boot zu entkommen. Mit katastrophalem Ergebnis. Ich hatte damit gerechnet. Wie beim ersten Mal wurde die ruhige See plötzlich und ohne Erklärung feindselig. Sobald wir das offene Meer erreichten, wurde der Wind stärker und eine unglaubliche Welle rollte auf uns zu. Unser Rettungsboot wurde wie ein Spielzeug auf die felsige Küste zurückgeschleudert. Jetzt haben wir erneut 2 Tote und einen Verletzten, dem nicht mehr zu helfen ist. Die anderen geraten langsam in Panik und sie erwarten von mir einen Plan. Ich habe zwar einen, aber sie sind nicht Teil davon. Sie sind schwach und dumm, was an diesem Ort ein Risiko darstellt. Ich habe vorgeschlagen, sie sollen einen weiteren Versuch unternehmen, aber ich werde mich nicht anschließen, denn das wäre Selbstmord. Das habe ich mittlerweile erkannt. Was ich auch ganz cool finde in dem Spiel, ist es mehr oder weniger Quality of Life. Die Texte werden vorgelesen. Ja, du musst es nicht selber lesen. Zumindest beim ersten Mal. Ja, wenn du das Name anschaust, dann wird es, glaube ich, nicht mehr vorgelesen. Aber ich als Hörbuchkind sozusagen, ja, ich bin ja mit Hörbüchern aufgewachsen und Hörkassetten, für mich ist das natürlich ein Hochgenuss. Ein Wunder, dass die Türen sich öffnen ließen. In unserem Landkreis sind jetzt gerade so viele Unfälle, gestern auch wieder. Da ist leider einer gestorben, den hat mein Mann kennt. Ja, wie ich schon gesagt habe, manchmal, wie gesagt, wenn du halt einmal weg bist, dann riecht es niemand mehr. Vater Matthias erledigt das selbst. Wir sollen uns raushalten. Was? Warum? Weiß nicht, vielleicht noch ein Mädchen für das Ritual. Heute Abend wissen wir nicht. Das war ein Blutbad. Verstärkung! Hat der jetzt ernsthaft Verstärkung gerufen, der Hanswurst? Hey du, Zupfte!
Ja, du deinen Rest lassen, geh weiter. Okay, das ist jetzt zweifelhaft doch. Oh oh. Waren das alle? Okay, das waren scheinbar alle. Nice. Okay, da kann man auffahren. Nice. Oh, da gibt's was. Den Sachschaden hat man bei den neuen Autos schnell zusammen. Das ist mit der Arbeit wird so schnell nichts, denke ich mir. Holt euch gut und genau. Wenn ihr mit dem Motorrad unterwegs war, war es nicht mehr da. Ja, das ist meistens der Fall. Also Motorradler gehen Unfälle selten mit Zusammenprall glimpflich aus. Weiß ich, weil ich selber lang nur Motorradl gefahren bin. Und auch schon das eine oder andere Mal abgestiegen bin. Ja, also da geht es halt tatsächlich auf den Körper, da hast du keine Knautschzone mehr. Da ist dein eigener Körper quasi die Knautschzone. So. Da unten waren wir. Okay, von da kommen wir her. Passt. Ich denke mal, es ist für alle in Ordnung, dass wir uns ein bisschen umschauen, okay? Also ich hoffe mal. Wenn nicht, dann sagt es ruhig. Dann können wir straight mit der Story weitermachen. Aber mehr luren ist ja auch nicht schlecht. Können wir da um? Ah, tatsächlich, denken wir schon. Achso, da kann man da wieder auf. Okay. Da auf geht's wahrscheinlich nicht. Gut. Warte mal, wie kommt man denn dann da hinten hin? Muss man da über das Haus? Moment einmal. Ach, weil es da noch umgeht, oder? Ah, da ist ein Geocache. Ah, da können wir hin, indem wir... Aha, ja, okay, verstehst schon. Da müssen wir sowieso den Weg einfach folgen. Mein Mann hat auch einen Unfall gehabt, ein Wunder, dass er noch da ist, hat 13 Schaum im Oberkörper. Ja, es geht auf einmal so stark schnell. Und oft dann, wenn du es nicht meinst. Oder eigentlich immer nur dann, wenn du es nicht meinst. Die ist irgendwo hier drin. Findet sie. Vorne. Hier. Reinmachen. Da tue ich immer ein Pistolen aus, sag ich. Ah, ich tue lieber meinen Bogen aus, der ist leise. Du haust die vor dem Fernseher. Sehr gut. Lautloser Kill. Also man kann sich anschleiern auch. Gute Nacht, Preis. Natürlich, Gegner looten ist aber sowieso klar. Warte mal, kann man das anzünden dahinter? Wow! Ah, da hinten ist er! Du Rotzglockensepp da! Der Kugelwesten an, oder was? Alter, da kommen wir aber jetzt ganz schön viel. Da stirbst jetzt du da hinten, hä? Ist da noch einer? Ja gut, am Kartoffel immer noch mehr wenig. Warte mal, den haben wir nicht gelootet, Mann, oder?
angespült wurden, setzten uns Regen und Wind tagelang zu. Wir konnten keinerlei Schutz bauen. Jesus, wir konnten uns nicht mal bewegen. Es war, als drücke uns eine gewaltige Hand nach unten. Als der Sturm schließlich doch nachließ, kam Vater Matthias zu uns. Er war ruhig und sprach leise. Er schien uns zu kennen, unsere Namen, wo wir herkamen. Er sprach in unserer Muttersprache zu uns und wir hörten zu, als er uns die Wahrheit über die Insel erzählte. Er ließ uns eine Wahl, Rettung oder Tod. Einige stellten sich gegen ihn. Ohne Zögern tötete er sie, sofort und vor unseren Augen. Vater Matthias wirkte dabei nicht bösartig oder zornig, nur ruhig und entschlossen. Ich stand dort im Sand, nass vom Blut meiner Kameraden und wusste, ich würde ihm folgen. Okay. So, wir haben jetzt auf der anderen Seite von dem Gebäude, oder? Das heißt, da müssen wir jetzt eigentlich auch noch irgendwo Loot finden, right? Zumindest ist da... Warte mal, kann man da... Ah, da kann unser Fackel sein. Jetzt pass so, wacht. So. Perfekt. Ist das relevant, dass da ein Fassel steht? Gut, da hinten ist auch Loot. Schauen wir uns aber erst einmal da in dem Haus um. Warte mal, was passiert denn, wenn ich... So, wenn ich das oberschieße, ist es relativ irrelevant, Mann, oder? Okay. Oh, da haben wir wieder einen Schatz. Ein Seidenfächer. Kann einem Dorfbewohner oder auch einem Adligen gehört haben. Aha. Seidenfächer, da schau her. Wem ist Horst? Ich frag für einen Freund. Ein Bierfassel. Ja, stimmt. Die saufen doch hundertprozentig. So, wollten wir noch da unten schauen? Da ist auch noch Loot dort. Oh, das war aber schon sehr knapp jetzt, gell? Okay. Okay, nice. Sonst... Da drüben kann man noch schauen. Schaut, das Dach ist ja auch nicht umsonst da, meine ich. Okay, da hält es sich aber nicht fest. Okay, dann ist das Dach umsonst. Kann man das kaputt schießen? Man kann es kaputt laufen. Ja, ist auch eine Möglichkeit. Garantiert, dass irgendwo Loot drin ist. Okay, lol. Man kann es nicht kaputt schießen, aber man kann es kaputt treten. Sehr gut. Nice. Ich habe also das Gefühl, Lara Croft hat einmal Lastwagen auf DSF gezogen, wenn du mich fragst. Was ist denn das? Bedeutet das irgendwas? Ist das einfach nur irgendein Hagel da, oder was? Okay. Warte mal, da geht's noch unten. Oder haben wir von da gekommen? Nein, da haben wir definitiv nicht hergekommen, oder? Wir haben von dem Seil da oben gekommen. Das ist auch nicht umsonst. Da schauen wir doch auch glatt einmal nach. Ach so, ja, okay. Ja, na, okay, macht Sinn. Macht Sinn, macht Sinn. Aber ich glaube, dass da trotzdem noch irgendwas gibt. Ah, sag ich doch. Lara Croft kann ja wenigstens schwimmen. Okay. Mit dem wir Fackel einschalten. Mit dem wir Fackel einschalten. Fackel anmachen. Ja, damit uns nicht friert. Dann macht sie es wieder aus. Ich schaff das. Totaler Ring, gute Nacht. Schlaf gut.
Angenehme Nachtruhe. Schön, dass du noch einer geschaut hast. Danke dir. Okay, ich muss jetzt... Moment, das tut mir jetzt unfassbar leid, aber ich muss jetzt schauen, wo... Ich muss die Drecksprache da ausschalten. Das nervt mich unfassbar stark. So, Bewegungskontrollen aus. Wir brauchen keine Bewegungskontrollen nicht. Weil es mich nur noch nervt. Okay. Hunter Wolf jetzt, oder was? Ich komme, Rob! Oh! Gott sei Dank, du lebst. Mit Gott hatte das hier nichts zu tun. Aua. Schön, dich zu sehen, Alice. Sorry, aber das sieht echt übel aus. So übel und auch nicht. Hast du was von den anderen gehört? Nichts. Warte, was hast du vor? Die Wölfe haben meinen Rucksack. Der Sender vom Rettungsboot ist da drin. Finden wir den nicht wieder, werden wir hier nie mehr wegkommen. Aber du brauchst Verbandszeug, Morphium, Desinfektionsmittel. Alles im Rucksack. Scheiße. Du sagst es. Komm. Offener Schien- und Wadenbeinbruch. Glaube ich, semi-geil. Ja, das war ab zum Singen. Ich dachte nur nicht vielleicht zu nah ans Feierling. Hätte ich jetzt auch was gesagt, wenn da ein Wolf um ist. Aber gut. Sitzen wir uns erst einmal her und schauen wir, ob wir unsere Waffen weiter ausbauen können. So. Die... Oh, wir haben Outfits. Hä? LOL. Jäger-Outfit, Piloten-Outfit, Gorilla-Outfit, Bergsteigerin, Ingenieurin, Meisterschützin. Kann man da irgendeine Vorschau sagen? Wie schaut das aus? Na. Das fühle ich jetzt. Das fühle ich nicht. Fühle ich nicht, du, ne? Hoppala. Also Standard-Outfit, ja. Wo Bikini? Bikini-Outfit, ja. Da meine ich, ich sage jetzt nichts anderes mehr. Also wie schaut jetzt das aus? Gorilla-Outfit, zeig mal her. Nein, auch nicht, du bist raus. Ich sag's irgendwie, wie es ist, ich glaube, dass wir beim Standard-Outfit bleiben müssen. Das bei besser meine ich, das meine ich wird nicht besser. Ja, das nehmen wir. Das wird, weil besser wird's nicht. So. Okay, genug Schabernack. Wir schauen jetzt einmal. Gut, das Hacke ist voll ausgebaut und bei der Waffen können wir bekanntermaßen noch was tun und beim Bogen können wir auch noch was tun. Jetzt ist die Frage, investieren wir jetzt die 200 da, um die gewickelte Sehne auszuholen? Für eine Schussfrequenz? Oder sparen wir uns den Wumms?
Rücklaufbremsen bringt das Projektil präzise ins Ziel und erhöht damit den Schaden. Das hört sich halt auch nicht verkehrt. Und Schnellfeuermodus, Modifikation am Abzug erhöhen die Schussfrequenz. Das ist halt auch brutal. Ich glaube, dass wir sogar das nehmen. Ich glaube, dass wir uns erstmal ein wenig auf die Schusswaffen generell konzentrieren, weil ich glaube, dass die mehr Wumms hat, wenn du mich fragst. So. Wummsporen, ich hab gemeint, Doppelwumms ist der neue Scheiß. Ja, da hast du auch nicht Unrecht. Auf alle Fälle, mehr Wumms, mehr schon, mehr gut. Ganz einfach. So. Da oben wird so schön an die Laternen festgemacht. Da oben ist irgendein Funkmasten. Vielleicht haben die da das 5G-Netz das erste Mal aufgebaut. Wer weiß das schon. Auf alle Fälle müssen wir da oben irgendwo hin, sagt der Überlebensinstinkt. So, da gibt es aber allerhand Schund, den wo man jetzt einmal schnell anschauen kann. Was haben wir da? Da liegt irgendwas. Da die Wolf. 6. und schauen wir einen Fähigkeitspunkt. Dann werden wir den gleich investieren. Hilft nicht, Fähigkeiten, Punkte, Kern investiert. So, schauen wir mal. Was haben wir da noch? Munitionskapazität setzt Sie in Beutel und Taschen effektiv ein, können Sie mehr Munition transportieren. Das ist einmal nicht schlecht. Gewichtheber, Ihre erhöhte Stärke ermöglicht Ihnen die Mitnahme der maximalen Munitionsmenge. Okay, das ist aber noch gesperrt, abgesehen davon. So, dann schauen wir da nochmal. Was haben wir da? Da haben wir auch noch genug. Plündern Sie Tiere, da versorgen, erhalten Sie zusätzliches Bergungsgut. Das ist gut, das können wir einmal nehmen. Ja, damit wir die meisten Ressourcen aus den ganzen Gegnern rausholen. Findige Bogenschützen ziehen ihre Pfeile aus neutralisierten Feinden. Das werden wir als nächstes holen dann wahrscheinlich. Das ist von der Landschaft her auch schon sehr gut für das, dass das so alt ist, das Game. Braucht sie nicht verstecken. Absolut nicht. Absolut nicht. Ich bin mir halt, wie gesagt, nicht hundertprozentig sicher, ob dieses Spiel nicht für die PlayStation aufgehübscht wurde, für die PS5. Das weiß ich nicht. Aber es schaut verdammt gut aus. Oh, da ist ein Kickerl. Du Kickerl, du, das hilft leider nicht. Da muss das hilft nicht. Gegen ein Kickerl kannst du nichts sagen. So, da gehst du her. Rest in Peace, Kampfkickel. Da ist schon wieder ein Kampfkickerl. Einen Popo, ja genau. Ah, deswegen ist da... Ah, da schau her. Deswegen haben wir da... Da hinten... Moment einmal. Hä? Willst du mich zwar arschen, komm ich da jetzt nicht rauf, oder was? Na gut, dann nehme ich halt die Fackel da hinten. Das bleibt ja Kopf gesprungen, weil jeder sie nimmt. Kampfkickel! Da ist der. Der Angel lässt sofort einen Kochführer wachsen. Der hat sofort gespannt, was in der Lage Sache ist jetzt. Ja, der Kickel gesehen und ein Feuer gesehen. Kombiniert, blitzschnell. So ist Überleben leicht gemacht. So, ich behalte mir jetzt die Fackel da um eine Zeit, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass wir die wahrscheinlich nur mal mehr brauchen müssen. Da hinten war doch auch, wollte ich gerade sagen, da hinten war nämlich auch noch Kisten mit Bergungsgut. Nehmen wir auch mit. So, das da, das ist zum Beispiel so ähnlich wie bei Resi, da kommst du erst später hin. Ja, da kriegst du irgendwann ein Waffen-Upgrade, wo du dann da die Tiere aufmachen kannst. Ja. Das geht zum jetzigen Stand des Spiels natürlich noch nicht. Und deswegen ist er dann praktisch... Kann man das anzünden? Tatsächlich. Moment, der schaut aber zündig rein. Achso, das ist jetzt ein Achievement in dem Gebiet. Okay. So, die Treppen geht auch nicht umsonst da oben. Das heißt, da unten gibt es mit Sicherheit auch noch irgendwas. Aber jetzt schauen wir erst einmal eins nach dem anderen, okay? Pressiert immer nichts. So, da hinten können wir halt jetzt noch nicht hin, weil da geht uns das Waffen-Upgrade ab. Aber da geht ihm vielleicht etwas. So, das können wir anzünden. Aber dann können wir da nicht hin. Sad Story. Ja, weil man das schwingen muss. Okay, da ist nämlich auch so ein Seil dran. So, nur mit der Ruhe. Genau so nämlich, Jassi. Pressiert einmal ist nichts. Haben wir ja Zeit. Also ich bin mir jetzt nicht mehr hundertprozentig sicher, aber das Spiel hat, glaube ich, ungefähr 20 Stunden Spielzeit. Ungefähr. Ja, hundertprozentig sagen kann ich es jetzt natürlich nicht. So, da hinten leicht der Geocache, den nehmen wir auch mal mit.
So können wir auf alle Fälle her. Aber es schaut wirklich gut aus, 2013 hast du gesagt, gell? Ja. Dieses Spiel ist 2013 erschienen, der Nachfolger 2016. Periode. Gehörte das alles zu Yamatai? Also es ist quasi eine Trilogie. Da gibt es jetzt quasi das Spiel, das heißt einfach nur Tomb Raider. Dann gibt es dann die Fortsetzung, heißt Rise of the Tomb Raider, die ist dann 2016 gekommen. Das Spiel habe ich selber noch nie gespielt. Und der letzte und aktuellste Teil, meine Shadow of the Tomb Raider, das ist dann das Finale mehr oder weniger. Habe ich aber auch noch nicht gespielt. Ihrer Majestät, Himiko von Yamatai. Ich muss gestehen, eine Frau wie Sie habe ich noch nie getroffen. Schön, aber rätselhaft, ja berechnend sogar. Sie umgibt sich mit ihren Priesterinnen der Sonne. Da ist kein Mann, außer dem General ihrer Armeen. Als ich sie alleine traf, wurde mir klar, dass sie nicht ist, was sie zu sein scheint. Mein Herr wollte, dass ich spioniere, die Stärke ihrer Truppen ermittle. Doch nun scheint es, als ergründe sie mich. Mein Herr hat die Bedrohung durch Yamatai wohl unterschätzt. Ich weiß nicht, wie stark die Sturmwache ist, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ein Konflikt mit der Sonnenkönigin nicht anzuraten wäre. Naja, wenn ich die Kraft der Sonne hätte, da ich auch meinen, dass man sich nicht mit mir anlegt. Aber ich denke einfach alle an. Aber gut. Hab Tomb Raider nie gespielt, finde ich cool, das bei dir zum sagen. Ich habe tatsächlich, kein Witz, auch nur das Spiel gespielt. Tomb Raider technisch. Deswegen habe ich es auch mal auf meine Liste zu spielen, der zu spielenden Projekte geschrieben, mehr oder weniger. Ich möchte jetzt natürlich erst mal schauen, wie kommt es denn bei euch an. Wobei ich mir, wie gesagt, ich lehne mich da weit aus dem Fenster, ziemlich sicher bin, dass das sehr gut ankommt. Zumindest ist die Resonanz da noch gerade so. So, da können wir heute halt natürlich überall hingehen, gefühlt. Ja gut, schauen wir mal. Ah, da geht's ja rund noch einer, oder? Oder auch nicht? LOL? What the fuck? Okay. Die Spiel ist neu alt, okay? Das lässt man gelten. Ja, das haben wir schon fast gedacht, dass jetzt unser Fackel ausgeht. Oder jetzt so ein Blitz eingeschlagen, oder was? Aber wie gesagt, ich glaube, es ist egal, was du spielst, habe auch nie geglaubt, dass Yoshi unterhaltsam sein kann. Ja, wenn man mal bedenkt, dass Yoshi's Island für Zupf.de verantwortlich worden ist. Ja gut, das können wir erst alles später irgendwann looten. Lieblingssound. Ich freue mich, wenn es dir taugt. Nur aber ab und zu aufs Handy schauen, nicht, dass sie Frau Bazi meldet und ich das übersehen. Das war nämlich unflauschig. So. Hat er mir da oben... Moment, die Wölfehand da hinten, meine, oder? Tatsächlich. Okay. Müssen wir mal schauen. Ah, das sind so... Okay, ja, das sind so geriffelte Wände. Auch da können wir noch nicht drauf. Ja, das erlernen wir erst noch. Wir müssen uns dann natürlich noch ein wenig weiter umschauen, weil das reicht bei weitem noch nicht. Da haben wir bestimmt noch das eine oder andere übersehen. Gut, da haben wir dann auf... Da ist sofort einige. Aber gehen wir erst einmal da lang. Ah, ist dieser Hinweis auf... Ah, da schau her, da leicht irgendetwas. Ach, da gehen Pfeile um, jetzt sehe ich es erst, okay? Da müssen wir mal schauen. Gibt's ja runter halt der Brücke auch noch irgendetwas? Ah, na geh lieber nicht, dass ich rutsche.
Ah, und da können wir noch nicht hin. Da ist nämlich auch so eine geriffelte Wand. Da können wir noch nicht rauf, oder? Und unzugängliches Grab, okay, da war der Grab tatsächlich. Gut, da können wir noch nicht hin. Ah, ich seh nix. Ja gut, dann müssen wir wohl oder übel da in den Wolfsbau rein. Du da mit Sicherheitsbuffen und Sicherheitsfackel her, damit ich auch nichts weit. Ja, schön. Da ist einfach Felsen. Wie kannst du da drin verschwinden, ist die Frage. Ja, da ist einfach schwarz. Ich will nur den Rucksack. Sonst nichts. Ja, die haben einen gesunden Appetit gehabt, das sehe ich schon. So, und wann springt mir der Wolf jetzt an, ist die Frage? Ja, ich hab's genau gewusst, dass der jetzt irgendwie, dass irgendwann daherkommt. Wie verhalten der Wolf aus? Ist wie verarschen, oder was? So, du kannst dein Ludo auch gleich her, gell? Wie, jetzt ist der allein da herin? Das ist aber nicht so rudelmäßig, wenn du mich fragst. Ja, jetzt bist du zurück zum Roth, meine heißt er. Jetzt sind wir wieder in der Bude. Jetzt geht uns aber wieder die Fackel ab. Moment einmal, da muss ja dann da herin Oh, da geht's runter. Weil die hängt da grad so. Komm ich nicht dran. Warte mal, da ist doch bestimmt irgendwo eine Fackel, wo ich... Oder ein Feuer, wo ich meine Fackel anzünden kann. Da drüben, aber da komme ich halt nicht hin. Ja, weil das Bergungsgut, was da hängt, will ich aber eigentlich schon noch haben. Jetzt warte mal. Gehen wir mal da oben. Ah, da ist auch noch Bergungsgut. Ah, jetzt sind wir da innerhalb von dem Haus. Ah, jetzt warte. Jetzt zünden wir da erst einmal unsere Fackel noch mehr an. Sehen wir garantiert einen Haufen. Das hier muss einem US Marine gehört haben. Waren sie in Truppenstärke auf der Insel oder war es nur eine Vorhut? Das ist der Flachmann. Stehen diese Markierungen für verlorene Freunde oder getötete Feinde? Wie auch immer, er brauchte einen Drink. Mhm, einen ziemlich starken wahrscheinlich. So, ich will auf alle Fälle die Kisten da oben haben. Aufgemerkt. Wo waren die? Die waren da raus, irgendwo, meine, oder? Von wo haben wir denn mehr runtergekommen? Na, da nicht. Jetzt warte mal. Hä? Ich jetzt schon komplett bescheuert? Oder ist es noch eins her gewesen? Ah, da ist es gewesen, okay. Extras da. Nehmen wir. Oh, da ist ein Symbol drauf.
Ist runtergefallen. So. Da oben waren wir auf den Dachel, weil von da haben wir umgekommen. Wow, jetzt wird man runtergedreht. Da mal herfallen lassen. Okay, da gibt's nichts. So, waren wir mir da erinnert? Ich glaube fast nicht, eh? Gut, da hinten kommen wir nicht ein. Den haben wir angesendet. Da gibt's auch nichts mehr, okay. An den ist andere grob kennen wir aktuell noch nicht. Da ist unser Kampfgickel. Dann haben wir, glaube ich, relativ viel übersehen, aber auch relativ viel gefunden, meine ich. Jetzt mich fragst. Das wird schon passen. Warte, wie kommen wir da noch her? Weil da wollten wir eigentlich herkommen. Ich bin mir jetzt nämlich gar nicht mehr hundertprozentig sicher. Ah, da haben wir aufgeklettert. Ja, okay. Passt schon. Bums hat's gemacht und schon liegt da unten. Ja, die arme Tonne. Oder Korb oder was auch immer das war. So. Kriegt der erst einmal sein Morphium. Gut. Flicken wir dich zusammen. Ich glaube, von der Lara da hatten sie die wenigsten nicht behandeln lassen. Jetzt befragst. Nicht schlecht. Wo lernt eine junge Lady wie du denn solche Sachen? In der Spätschicht im Ninebells? Gegen eine Scherbe ist ein Wolf gar nichts. Hey, du hast ihn gut gemacht. Also, ich nehme mal an, dass jemand damit hoch zum Funkturm soll? Naja, es ist die beste Chance, ein starkes Signal in alle Richtungen zu senden. Hör zu. Lara. Dieser Notruf muss gesendet werden. Und ich kann erst mal eine Weile nicht klettern. Ja, ich hatte schon befürchtet, dass du das sagen würdest. Du schaffst das, Lara. Immerhin bist du eine Croft. Ich bin nicht diese Art von Croft. Doch bist du. Du weißt es nur noch nicht. Dann hoffen wir mal, dass ich schnell lerne. Bitte, sei vorsichtig, Lara. Kletteraxt, neue Ausrüstung erhalten. Du solltest die Axt erstmal an der Felswand da drüben ausprobieren. Ja, stimmt, da waren wir nämlich, das war mir noch ein bisschen im Kopf. Jetzt können wir nämlich die, wie ich vorher gesagt habe, die geriffelte Wand oder die raue Wand, ja, die können wir jetzt aufklettern. Ich komme da rauf. Also innovativ gestaltet ist es ja. Okay. Ah, das heißt, wir können jetzt das Grab noch machen, oder? Right? Normal schon. Was, dann machen wir das Grab noch.
Okay. Ah ja, genau. Und jetzt sagt er mal, okay, wenn man ein Grab erkunden kann und eins in der Nähe ist, dann wird man mit so einem Glockenhinweiston quasi benachrichtigt. Okay. Warte mal, hey, Moment einmal, da war doch ein Geocache, oder? Die gerade sagen. Vielleicht doch irgendetwas. Ja gut, machen wir noch ein Grab. Warum nicht? So, mal Fackel nehmen, damit ein wenig Licht wird. Wo 16 gehst du die nächsten 5 Jahre? Als Fotomodel. Ja, Auszug habt ihr schon. Okay. Okay. In dem Grab ist ein Lager. Grab der Unwürdigen. Okay. Scheiße, die darf da immer was verzeihen. Das habe ich jetzt... schon. Da müssen wir zukünftig ein bisschen aufpassen, wenn wir an ein neues Lager kommen, weil da verzeiht es meistens irgendetwas. Ja gut, wieder was gelernt. Gut, da die Fackel anzünden macht keinen Sinn, weil da der Wasserfall ist. Grab der Unwürdigen. Okay, wir haben da auf... Vergoldete Figuren. Diener der Sonnenkönigin. Jetzt müssen wir mal schauen. Wie schaut es denn da jetzt aus? Opfer, Mord. Es gibt keine Berichte über derartige Rituale im alten Yamatai. Außer sie wurden aus allen Unterlagen entfernt. Jetzt passt so wacht. Was haben wir jetzt so? Da hängen Leichensäcke drauf oder was soll das darstellen? Okay, da geht's auf alle Fälle nach unten und lass mich raten, wir müssen da umkommen irgendwie. Das heißt... Wir müssen dafür sorgen, dass der Aufzug wahrscheinlich weiter aufführt. Was passiert jetzt, wenn ich da oben springe? Kann ich da überhaupt oben springen? Kann ich. Okay. Schauen wir mal, was haben wir denn da? Okay, das ist nur für den Fall, dass wir anstürzen, dass wir wieder aufkommen. Richtig? Und kann man sich da ohne hängen? Ja, kann man. Okay. So, was haben wir jetzt da? Schubst mir das einmal? Okay. Das heißt, jetzt musst du ein wenig schneller gehen. Beziehungsweise... Kann es sein, dass wir da irgendwie das Gegenstück irgendwie mit Gewicht verlohnen müssen. Warte mal, kann man... Da kann man drauf schießen. Okay, das bringt uns aber nichts. Okay. Da hinten ist dann eine griffelte Wand. Okay, mit dem Seil ist auf alle Fälle auch irgendetwas. Warte mal, kann man die... Okay, wir brauchen da ein Feuer, damit wir die Leichensäcke anzünden können. Okay. So, haben wir da irgendwo ein Feuer? Wir hätten da draußen ein Feuer. Das bringt uns aber nichts, weil wir damit nicht reinkommen. Das heißt aber, da hinten ist Feuer, da muss da einfach nur schnell gehen. Da muss einfach nur schnell gehen. Ja, so schnell auch wieder nicht. Hä? Wait a minute. Der Käfig. Vielleicht komme ich mit seiner Hilfe darauf. Ja, das ist mir jetzt klar. Jetzt pass auf, warte mal.
Ja, aber das dauert zu lang. Da können wir so, das dauert zu lang. Okay, pass auf, wir müssen irgendwie schauen. Warte mal, da übersehen wir irgendetwas. Irgendwie. Warte mal, es sei denn. Moment einmal. Achso, ja, das macht keinen Unterschied nicht. Aber da geht's auch nicht schneller. Okay, aber ich glaube, ich habe da was gesehen. Ah, scheiße. Hä? Muss das echt so schnell gehen? Okay, da kann er mir jetzt aber auch nicht runterfallen lassen. Oder? Warte mal. Okay, jetzt bin ich da drin. Lol. Na, das geht... So geht's auf keinen Fall. Hä, wie geht denn das? Okay. Ja, okay. Man muss einfach leicht wie Fieder sein. So, dann haben die jetzt weg. Ja, perfekt. So, und jetzt? Wenn jetzt ist da ein durch. Gut, macht es aber auch keinen Unterschied nicht, weil... Ah, jetzt geht ja das natürlich nicht mehr ober, okay. Ja, okay, aber da warten wir wieder bei dem Thema. Einfach sauber kompliziert denkt. Das könnte zu Ehren ihrer Priesterin gebaut worden sein. Wie jetzt das Voice? Okay, lol. Fähigkeitenpunkt haben wir gekriegt. Sehr gut. Bergdorf verliegt, wenn Karte Belohnung. Was? Ach, wenn man die Gräber lootet, dann kriegt man automatisch die Karten freigeschaltet, wo die ganzen anderen Sachen sich noch befinden. Okay. Ja, somit macht es auch Sinn, warum man die Gräber machen soll. Okay, nice. Gut, hätte nicht so kompliziert sein müssen, wie ich es dargestellt habe. So, der mal erst einmal Fähigkeiten, ne? Das da haben wir gesagt, mit dem Pfeiler wiederfinden. Das haben wir gesagt. Dann geht uns Munition so schnell nicht aus und das nächste nehmen wir dann das. Da finden Sie bei Totenfeinden versteckte Taschen, um zusätzliche Munition zu erhalten. Das nehmen wir als nächstes. So, dann brauchen wir noch Ausrüstung aufwerten. So, da können wir auf alle Fälle, was haben wir denn? Wir haben 444 und da brauchen wir 450, ja, F. Okay, erweitertes Magazin, das haben wir. Warte mal,
Der kostet 250 und der 200 können wir uns auch gerade nicht leisten. Ja, mehr Schaden, mehr gut. Ganz klarer Fall. Schauen wir mal, wie schaut es beim Bogen aus? Ja, die können wir uns jetzt auch nicht mehr leisten. Ja gut, okay. Ja, da zennt sogar von selber eine Fackel an. Also du kannst da im Finstern komplett gar nicht durchrennen. Nice. So, wo müssen wir überhaupt hin? Da auf, okay. Okay. Oh, da noch gehen, ne? Nein, wir warten den Sturm ab. Alles klar. Ja, genau. Gehen wir rein. Ist das eine gute Idee? Wir haben Zeit. Warum nicht entspannen? Später kriegen wir bestimmt wieder Wrackdienst. Wofür sie ihn... Was zum Teufel? Hilfe, schnell! Nix da, du mal. Ja, und schon kann man schneller schießen. Sehr gut. Mehr Peng-Peng ist mehr gut. Zauberhaft. Ja, Hauptsache der Gickel rennt umeinander. Da, Fischfleisch. Das gefällt mir. Das gefällt mir. Ja, ganz aufgebracht, der Gickel. Warte mal, der hat doch gerade... Die gerade sagen, da leicht doch was auf. Da liegt da noch etwas. Ich habe mit einigen Dorfbewohnern der Insel gesprochen. Es war zwar verboten, den Palast zu verlassen, doch das focht mich nicht an. Aber die Geschichten sind kaum zu glauben. Nati! Danke dir für deinen Raid! Einen wunderschönen guten Abend an dich und deine Community. Ihr habt wahrscheinlich Lightsaber gespielt, richtig? Wie geht's da? Schön, dass du reinschaust. Grüß dich, grüß dich. Kontrolliert sie so ihr Volk durch Ausnutzen primitiven Aberglaubens? Schneibt uns noch vier Viewer einer. Schön, schön. Als sie von ihr sprachen. Doch ich Nati, ist gut bei dir. Ihre Untertanen werden gut behandelt. Die Steuern sind moderat und der Schutz durch die Sturmwache ist ohne Tadel. Kein Wunder, dass einige sogar zu ihr beten. Just Dance. Ah, damn it. Aber knapp. Knapp. So, fast das gleiche. Fast. War's gut? Gut, jetzt haben wir zwar nicht viel verstanden von dem Text, aber das ist ja nicht allzu wichtig. Einfach nur ein bisschen Lore-Hintergrund. So, Pfeile haben voll, den haben wir gelootet. Okay, nice. Das heißt, wir müssen... Oh, da hinten gibt es mit Sicherheit noch irgendetwas. Jetzt pass auf, da müssen wir irgendwie auf das Dach laufen kommen. Und das schaffen wir, indem wir da aufsteigen. Oh, der ist aber schon... Der ist schon gescheit morsch, gell? Ja, war soweit ganz gut, bin aber jetzt ziemlich platt. Ja, das glaube ich da sofort, dass das auf Dauer nicht ohne ist. Gut, da ist wieder so ein komischer Priester-Sepp, den wo wir wieder anzünden können. Das hört sich jetzt verdammt teuflisch an, aber so meine ich es eigentlich nicht. Aber ich hoffe, du hast einen coolen Stream gehabt. Auf alle Fälle. Kannst du ja jetzt noch einen gemütlichen Samstagabend machen. Wahrscheinlich für das Zerreiben von Heilkräutern. Ein Mörser und ein Stößel? Unten im Mörser befinden sich kleine Knochenfragmente.
Hoffentlich von Tieren. Wahrscheinlich eher nicht so, wie es dort zugeht. Okay, aber wie zennt man ihm da hinten dann an, indem man da hinten die Fackel hält? Okay, ja gut, habe ich schon verstanden. Dann schauen wir doch da gleich einmal. Passt da gut ins Bild, oder? Ob man da den Loot noch senden können. Plumps. Oh, ist sehr. Sehr schön. So. Jetzt senden wir da die Feuerstelle von dem Mönch da. Oder von dem Buddha, was auch immer. So, und dann müssen wir weiter nach oben tippen mal, oder? Richtig. Okay. So. Okay, so ein Hidden Place gibt's da unten nicht. Oh, da geht aber der Sturm schon gescheit, wenn sie jetzt sogar schon Bruck wegreißt. Uiuiui. Lara, bist du da? Reyes, wo bist du? Hast du Sam gefunden? Wir verfolgen ihre Spur. Gut. Ich will versuchen, ein Notsignal von einem alten Funkturm da oben zu senden. Irgendwelche Tipps? Du musst die Kommunikationskonsole finden. Müsste aussehen wie eine alte Telefonvermittlung. Okay. Ich sag Bescheid, wenn ich dort bin. Super Sache. Aber wisst ihr was, Freunde der Sonne? Es ist halbe Elfe. Ich glaube, wir haben einen Feind für heute. Ja? Ich glaube, die meisten von euch haben schon in der schlafenden Welt versunken, was auch völlig okay ist um die Uhrzeit. Ja? Und ich glaube, das ist ein schöner Cut-Off, ja? Wenn du mich fragst. Das ist, glaube ich, ein ganz schöner Cliffhanger, da wir sagen, okay, beim nächsten Mal müssen wir den Funkturm erreichen. Das ist jetzt aktuell unsere Priorität Nummer 1. Ja? Für die bin ich schon noch da. Sehr gut. Der Option ist auch noch da und Nati ist offensichtlich auch noch da. Sehr gut. Leute, wir jetzt mal so ein bisschen als Feedback für mich, wie taugt eng Tomb Raider? Ja? Ist das etwas, da wo ihr sagt, hey, kenne ich nicht, aber saugeil? Oder sagt ihr, naja, hätte man mehr erhofft, kann besser sein? Das würde mich mal interessieren. Aber ich glaube, wie gesagt, es kommt gut an. Bin sehr überrascht. Okay, das hört man schon mal sehr, sehr gern. Das höre ich ja schon mal sehr, sehr gern. Genauso soll es ja sein, im positiven Sinne. Okay? Ja, wie gesagt, das merkt ihr selber, es hat schon sehr starke Ähnlichkeiten zu einem Resident Evil von der Spielmechanik her. Es ist natürlich weit nicht so gruselig wie ein Resident Evil. Ja. Natürlich geht es ums Scheißen und ums Sneaky Peeky ein bisschen und um Rätseln, das sind so ein bisschen die Ähnlichkeiten, aber es ist natürlich weit nicht so gruselig und so horrormäßig, wie so der Resident Evil ist. Ja. Aber muss es ja auch nicht sein. Kenne ich schon, aber zum Zuschauen passt es immer wieder. Freue mich, sehr schön. Wie gesagt, ich habe das Spiel vor 8 Jahren einmal gespielt. Ich weiß viel nimmer. So ein bisschen, also so ein paar Erinnerungsfetzen hängen nun tatsächlich. Aber das ist ja voll okay. Auf alle Fälle, was ich halt sagen kann, den zweiten und den dritten Teil, die kenne ich gar nicht. Da habe ich nichts dazu gesehen und auch nicht selber gespielt. Ist dann fürs neue Jahr auf alle Fälle auch ein Projekt, das was wir mit aufgreifen werden dann, wenn das natürlich entsprechend ankommt. Ja, aber so wirkt es halt auf alle Fälle. Ja. Also ich glaube auch für die wo jetzt gerade AFK haben oder wie auch immer, die werden das genauso sehen wie ihr jetzt, die wo das positive Feedback da gesagt haben. Ja, mir macht es tatsächlich Spaß. Also ich hab Freude dran. Also ich muss zugeben, ich bin nach wie vor von der Optik von dem Spiel unfassbar stark überrascht. Ich werde das noch recherchieren. Ich glaub fast, dass ein kleines Remaster gemacht haben, weil ich kann mich nicht daran erinnern, dass das so verdammt gut ausgeschaut hat. Es kann natürlich sein, das darf ja erklären, warum es meine Grafikkarten halber fetzt, wenn ich das Spiel starte. Ja, aber das liegt meistens daran, dass die Spiele halt nicht so gut programmiert haben. Da habe ich auch heute mit dem Angel, wie ich im Discord gesessen bin, schon kurz darüber geredet, der sagt, so alte Spiele, die so 8, 9, 10 Jahre auf dem Buckel haben, da tun sich High-End-PCs von der heutigen Zeit schwer, das überhaupt
Ja, was heißt schwer? Das geht halt brutal auf die Ressourcen. Und wie ich da das erste Mal das Spiel von Steam aufgemacht habe, mir ohne Scheiß, meine Grafikkarten, die hat einen Salto gemacht. Die ist zu jedem Spiel angefangen, habe ich die Grafikkartenleistung auf 100% aufgegangen. Und das habe ich bei meinem PC wohl bemerkt noch nie gehabt. Noch nie. Aber gut, es gibt immer ein erstes Mal. Wenn ich dann überlege, so Resi 8, wie wir jetzt letztens gespielt haben, oder was habe ich noch letztens auf dem PC gespielt? Weiß ich jetzt nicht mehr. Oder wenn ich jetzt einmal in einem privaten Monster Hunter, da ist meine Grafikkarten um 13% ausgelost. Also, von daher. Aber wenigstens haben wir auf PlayStation ausweichen können, da kostet das Spiel aktuell 4 €. Also für die Leute, die das vielleicht selber spielen wollen und eine PlayStation haben oder halt auch sich am PC oder Xbox das Vergnügen gönnen wollen. Es ist sehr, sehr billig zu haben, durch das, dass das Spiel schon ein paar Jährchen auf dem Buckel hat. Ja? Aber ist immer noch ein gutes Spiel, wie ich finde. Genau, so viel kann ich schon mal sagen dazu. Gut, jetzt schauen wir mal, wen haben wir denn noch zu dieser späten Stunde live? Da müssen wir jetzt einmal schauen. Da gibt es doch bestimmt noch irgendeinen so einen Geschubsten, der wo um die Uhrzeit noch streamt. Abgesehen von mir. Okay, ich habe 4 große, die haben raus. Der Chris dat Warzone spielen, der Tyreus dat Conan Exiles spielen und Texegili dat Fortnite spielen. Die Frage ist, wo gehen wir denn jetzt hin? Ist die Frage. Ja? Der Geli da, die glaube ich sogar noch an Raid schulden. Die hat uns damals bei Plugtail geradet. Stimmt, das fällt mir jetzt gerade so ein. Das fällt mir jetzt gerade so ein, dass wir der Geli noch einen Raid schulden. Tatsächlich. Jetzt müssen wir mal schauen. Das meine ich, machen wir auch. Ja, die spielt Fortnite. Ja, gehen wir zu Geli, die freut sich. Die ist auch auf dem Discord-Server bei mir drauf. Schaut auch immer mal wieder einer. Ist eine Österreicherin. Ja, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, ich möchte jetzt nichts behaupten, wo es nicht stimmt, aber ich glaube, die ist aus Tirol. Ich bin mir aber jetzt nicht hundertprozentig sicher. Ja, also bitte nagelt's mir da jetzt nicht fest. Es tut mir leid, wenn ich jetzt irgendeinen Schmarrn verzeiht habe und ich sie vielleicht indirekt damit beleidigt habe. Aber sie ist eine Mundadlerin und Mundadler haben immer gut, habe ich gehört. Ja? So. Eventuell komme ich morgen um 10 Uhr nur mal live. Das weiß ich aber noch nicht, das wird eher spontan. Wenn ich morgen live komme, spielen wir mit God of War weiter. Da haben wir gestern noch so die eine oder andere geile Waffen gekriegt. Und ich habe unfassbar viel Bock zum erfahren, wie es da weitergeht. Die Story wird unfassbar intens mittlerweile. Und ich habe da richtig, mir brennt es da unter die Nägel einfach zum erfahren, wie es da weitergeht. Der Herbert hat ja ein bisschen einen Vorlauf gekriegt, was das Spielen angeht. Der hat ja heute Mittag meine schon losgelegt, dass er ja genug weit voraus ist, dass er zuschauen kann. Und ja, aber wie gesagt, Stream morgen um 10 Uhr wurde spontan. Aber das sage ich dann rechtzeitig im Discord-Server. Ja, für den Fall, dass morgen noch nicht... Ihr seht es wenn ich live bin, abgesehen davon. So, Leute, dann sage ich vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Schön, dass ihr da wart. Danke, dass ihr wieder so zahlreiche Teilnehmer habt. Merci auch für den Support in Form von Bits und die ganzen Raids, wo heute einer gekommen haben, von der Wifi, von der Fichteli und jetzt vor kurzem gerade noch von der Nati. Danke dafür. Genau, viel Spaß bei der Geli und bei Fortnite. Kommt gut ins Bett, habt eine angenehme Nachtruhe. Wir sehen uns eventuell morgen wieder um 10 Uhr, wenn nicht morgen, dann spätestens am Montag um 5 Uhr. Ja, da spielen wir dann auch mit God of War weiter, falls ich morgen nicht live gehe. Okay? Gute Nacht, haut's euch eine. Was ich noch schnell kurz erwähnen möchte, wir haben ja natürlich auch einen Raid-Command. Muss ich jetzt selber machen, weil meine Mods schlafen scheinbar schon. Gerne aufs Däumchen drücken, wenn du das noch nicht da hast und du zum ersten Mal da bist oder wieder da bist und dir das gefällt, wenn du da sagst. Ja, darf mich freuen, wir haben ja über 200 Follower, die Zahl darf durchaus gerne weiter wachsen, ist kostenlos, darf mich freuen. Und wir haben abgesehen davon auch einen Discord-Server, da könnt ihr auch gerne mal drauf schauen. Ja, da kommt einmal in der Woche Ankündigung, wann ich was, wie und wo auch immer stream. Ja, also auch da gerne mal drauf schauen, wenn es Bock hast. Und ansonsten schleicht euch jetzt ins Bett. Wir sehen uns eventuell morgen bzw. spätestens am Montag. Okay? Also dann, gute Nacht, haut euch eine, pfiat euch. Und merci nochmal. Und viel Spaß bei der Gilde und Fortnite.